Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Leute, ich hoffe, das letzte Video hat euch gefallen. Ne, also ist jetzt für die Zukunft. Ich nehme das hier jetzt gerade am Samstag auf. Und das letzte Video, das ich aufgenommen habe, kommt am Dienstag, also in 3 Tagen. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. War ja mal wieder ein Reini-Video. Ich reacte euch heute auf was dann wahrscheinlich entweder, ne, ihr werdet dann sehen, wann ihr es hier seht, ne? Mittwoch oder Donnerstag rauskommt. Schauen wir mal. Ist wieder nicht Reini, nie Scusi, aber ich fand es jetzt interessant. Ich wollte jetzt eigentlich schon länger zu diesem Thema ein Video machen. Und dachte mir, okay, jetzt hat ein gewisser Jay Riddle, der eine oder andere von euch ist, dem einen oder anderen von dem ist ein Begriff, den habe ich hier auch schon mal empfohlen, hat ein Video dazu gemacht, und da ich den Kollegen sehr schätze und der Meinung bin, ich kann da sicherlich blind drauf reacten, weil der wirklich geile Videos macht. Der gehört also von den Meinungs-YouTubern aktuell zu meinen absolut liebsten Meinungs-YouTubern. Dementsprechend, Leute, haben wir jetzt hier die volle Dröhnung. Das Video heißt Der Untergang von Funk. Doppelpunkt, brave Mädchen, Ausrufezeichen. Und das Ganze schaut dann Ding. Ah ja, genau. Dann machen wir den hier noch. So, ihr kennt sie. Im Übrigen, das Video ist hier auf maximaler Qualität. Ne? Das hier maximale Qualität. Das verschwommene Ding, was so ein bisschen nach Brandopfer aussieht hier, ist der TikTok-Filter über der Fresse. In Kombination mit ungefähr wahrscheinlich einer halben Zentimeter dicken Schicht Make-up, sodass der Filter auch nicht mehr weiß, was er tun soll. Ja, moderne Influencer hätte ich gesagt gehabt, ha? Richtig. Und, dementsprechend, ne? Hockt euch her, sagen wir mehrere. Sag ja Räuber auf. Mir gingen einer in Funk. Das andere sage ich nicht, ne? Nein. Eine Kachper und eine Golddiggerin leben jetzt von der GEZ. Danke, Deutschland. Hey Leute, bei Funk ist mal wieder der Funke über... Ganz ehrlich, ich vermisse die Zeit. Ich vermisse die Zeit, wo sowas in einer öffentlich-rechtlichen Produktion schon zum fristlosen Rausschmiss geführt hätte. Ne? Diese Aussage in der Öffentlichkeit so zu droppen, zeugt von einer dermaßenen Respektlosigkeit, sowohl vor dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk als ihrem Arbeitgeber, ne, als auch vor dem Publikum, das dafür, ob es will oder nicht, bezahlen muss. So. Das ist das wilde Scheiße. Das ist auf dem Niveau, als würde, ja, sich so ein, im Endeffekt kennt ihr noch den Arno, hier den, ich glaube Arno hieß der dreisteste nicht Obdachlose, Arbeitslose in Deutschland. Ich glaube, der ist inzwischen auch gestorben. Der sich da hingestellt, ja, völlig geil, ihr zahlt für mich, fickt euch, ne? Und das ist, ja, keine Ahnung, ich kann mir auch nicht erklären, wie es dazu gekommen ist, dass diese zwei Feen einen Podcast im Öffentlich-Rechtlichen bekommen haben. Und lieber Jay Riddle, der Untergang von Funk, der ist in den letzten Jahren schon mehrfach prophezeit worden. Ich sag mal so, wenn Rezo die Zerstörung von Funk nicht gelungen ist, als er da damals seinen, was war das mit Steuerung F, sein Beef hatte, ja, dann kriegen es die zwei Grazien auch nicht hin. Ne? Aber es ist mal wieder ein deutliches Anzeichen darüber, was bei den Öffentlich-Rechtlichen verkehrt läuft. Und zwar offensichtlich sind die vollkommen disconnected von den Leuten, die diesen scheiß GZ-Betrag bezahlen und die einen gewissen Anspruch haben an ein öffentlich-rechtliches Format und lassen sich von irgendwelchen Dullis beraten, was momentan die jungen Leute so toll finden, und beschmeißen das dann so lange mit Geld, bis Applaus kommt, und wundern sich, dass keiner kommt. Ne? Das ist. Aber schauen wir mal, ne?
gesprungen und verursachte einen Flächenbrand inklusive fragender Gesichter der beraubten Rundfunkbeitragszahler und der daraus resultierenden Schnappatmung ersten Grades. Und ich Naja, das war die Frau, der man unter gar keinen Umständen unterstellen dürfte, dass sie nicht sportlich war mit einer winkleresken Figur. Ne? Ich sage, sollen Leute jetzt können die Figur haben, wie sie lustig sind. Ne? Da habe ich gar kein Problem damit. Aber wenn ich mich dann hinstelle mit, was die Woge hat, 180 Kilo und sage, boah, wie kannst du mir unterstellen, nicht sportlich zu sein, während sie von 5 Minuten da stehen, schon dermaßen aus der Puste ist, dass man wahrscheinlich hinter den Kulissen bereits ein Sauerstoffzelt aufstellen musste, für, ne, wenn man kurz einen Schnitt macht, ja, dann weiß ich halt auch nicht, Digga. Ne? Dann es läuft so vieles verkehrt momentan. sag euch ehrlich, ich hab die Nase gestrichen voll und das nicht nur, weil meine Nase gerade voll ist, weil ich krank bin, verdammt normal, ja, bin echt sauer und überlege, eine ganze Serie gegen diesen Saftladen zu starten. Heute Ja, bitte, bitte. Aber vorher leeren Frau Exposing Video, bitte. Ne? Es ist Zeit. Es ist Zeit, Jay. Es ist wirklich Zeit. geht es darum, wie die Öffentlich-Rechtlichen in den letzten Wochen mal wieder komplett ins Klo gegriffen haben. Schließlich musste, ja, adäquater Ersatz her. Ich kann mir hier Benefit of the Doubt machen, wir eben schon mal den Däumchen noch üben. No? Schauen wir mal. Vielleicht nehmen wir es ihm wieder weg, ich bezweifle es aber. Ne? Jay Riddle ist, der liefert ab. Nachdem das Format auf Klo Er macht seinen Job. Sein Zeug praktisch. endlich dicht gemacht hat. Ja, hier, auf Klo. Warte mal. Ja, adäquater Ersatz her. Nachdem das Format auf Klo war schon, das hat damals schon zu wenig Backlash gekriegt. Ich weiß, es hat Backlash gekriegt, aber da hätten damals schon Leute, keine Ahnung, vor allen Rundfunkzentralen stehen müssen mit Bannern, wo drauf steht, wer den Leuten da oben ins Hirn geschissen hat. Das war schon so dreist, dass alles zu spät ist. Und hier, sie hier, wenn ich nur sehe, da kriege ich schon wieder Hasslatte. Ne? Weil die so viel Scheiße ins Internet labert und das, was sie hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk präsentiert, dann von anderen Leuten als der stereotype linke junge Mensch gesehen wird. Und das ist eine Schande für alle Leute, die sich links der Mitte ansiedeln. Ne? Sag ich's, wie es ist. Das ist Schmutz. Also, ne, nicht sie als Person, aber das Format ist Schmutz. Was sie sagt, ist Schmutz. Klo endlich dicht gemacht hat. Die neueste Waffe von Funk im einseitigen Geschlechterkampf kommt gleich in der doppelten Akimbo-Variante. Normalerweise würde man davon reden, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, aber hier haben wir 2 Spatzenhirne, die auf Männer schießen. Well played, my friend. Ja, ist so. Es ist wirklich, besser hätte ich es jetzt auch nicht sagen können. Ladies and Gentlemen, unsere heutigen Protagonisten, Suki und Hannah. Protagonistinnen. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung, das hört sich jetzt wieder fürchterlich sexistisch an. Aber so ist es nicht gemeint. Es ist mehr ein Kritikpunkt an der Professionalität dieser Leute. Und zwar so haben, als ich ein Kind war, nach 23 Uhr die Damen in der Werbung auf Sport 1 ausgesehen. Ne? Als ich so Teenager war. Ich weiß nicht, wer von euch da damals dann auch mit sehr leise gestelltem Fernseher nachts, ne? Aber hey, wenn ich das hier sehe, dann denke ich nicht öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Bildungsauftrag, bitte mit Barne beschmeißen, sondern dann denke ich 0196, ne? What happened to bashing the man? Ich muss nur sagen, ich ziehe mir einfach keinen Content von Männern rein, Same. weil ich brauche den ihre Takes mir nicht anhören. Das ist richtig gut. Also, wenn ich mir einfach grundsätzlich irgendwas nicht reinziehe, weil ich es mir nicht... Ich brauche mir das nicht anhören, weil ich bin ja viel schlauer. Ne? Ich weiß ja schon, was sie sagen, obwohl ich es mir nie angeschaut habe. Es ist einfach so bescheuert. Es ist so jenseits von bescheuert.
Ich hasse es, mich mit Männern zu unterhalten. Heute werdet ihr sehen, dass aber nicht nur der Ja, meistens musst du ja mit denen nicht unterhalten, hast ja dann meistens was im Mund, ne? Podcast, sondern der komplette Online-Auftritt unserer Wenn sie sich zum Essen einlädt. Wenn sie sich zum Essen einladen lässt, ne? Wir wissen, die lassen sich immer gerne zum Essen einladen, da hat man dann beim Essen, hat man natürlich den Mund voll. Weiß nicht, was sie jetzt schon wieder gedacht hat. Protagonisten Sugi und Henna eine absolute Vollkatastrophe ist und warum ich langsam das Gefühl bekomme, dass eine krankhafte Antipathie gegen Männer eine Eintrittskarte in ein Funkformat gleichkommt. Langsam bekommst du das Gefühl, Jay? Ich weiß, der Jay ist immer ein bisschen spät zur Party mit seinen Videos. Der macht da manchmal ein bisschen den Just Nero. Aber ja, ich bekomme den, also dass Männer in der Realitätsöffentlichkeit oder Öffentlichkeitsrealität, in der Öffentlichkeitsrealität von vielen Leuten in den Öffentlich-Rechtlichen ungern gesehen werden. Den Eindruck habe ich auch. Ja? Den Eindruck habe ich allerdings auch. Es ist dann nicht, da wird dann immer gesagt, ja, Diversität und Repräsentation, und es ist halt nicht mehr divers und überrepräsentiert. Ne? Und die einzigen Männer, die da noch rein dürfen, sind dann solche, ne, El Hotzos oder ne? Jan Böhmermann, solche Leute, solche absoluten Koryphäen des Journalismus. So richtig tolle, sympathische Menschen. Ne? Also ich finde, Frauen sind einfach die besseren Menschen. Deshalb. Ja. Das ist aber nicht sexistisch, liebe Leute, wenn ihr das jetzt gehört habt und ihr habt gedacht, Moment mal, irgendjemanden aufgrund seines Geschlechtes zu diskriminieren und als weniger wertvoll zu betrachten, wäre Sexismus. Nein, das geht nämlich gar nicht, weil sie als Frau im Patriarchat ja gar nicht sexistisch sein kann. Ne? Das ist ja vollkommen logisch. Ich kann mit diesen mit diesen Logiken von diesen Leuten nicht mehr mit. Wenn ich solche klar sexistischen oder rassistischen Äußerungen im Öffentlich-Rechtlichen droppe, muss das Konsequenzen haben. Punkt. Denn der Öffentlich-Rechtliche ist dafür da, alle Leute anzusprechen und niemanden davon irgendwie anzuscheißen. Und nur weil man dann den Begriff Rassismus und Sexismus dann neu definiert hat, ne, wie jemand, der in der 6. Klasse im Matheunterricht nicht ordentlich aufgepasst hat, ja, ich setze jetzt einfach mal gleich Feminismus, gleich Regenbogenflagge, dann nur weil diese geistigen Amöben da am Steuer sind, heißt das noch lange nicht, dass das von der Gesellschaft so akzeptiert wird. Und ich kann natürlich, die Höhe des Rundfunksbeitrags ist natürlich viel zu hoch. Relevanten öffentlich-rechtlichen Rundfunk kriegst du easy für die Hälfte oder sogar ein Viertel hin. Ne, wenn man anfängt, vor allem solche Scheiße wegzusparen. Aber wir könnten hochqualitativen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und jetzt kommt's, unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Für einen Bruchteil des Preises. Bei dem die Leute sich dann nicht abgezockt fühlen. Bei dem die Leute auch sagen, hey, weißt du was, ich zahle das zwar, aber dafür habe ich wirklich unabhängige Medien, die nicht auf irgendwelche Werbegelder, Sponsoren etc. bla angewiesen sind und so objektiv wie möglich sind, um mir meine eigene Meinung zu bilden. Und von da aus vielleicht irgendwie auf meine eigene politische Reise zu gehen. Dass ich dann sage, okay, das und das sind die Fakten, der und der sagt das dazu, der und der sagt das dazu. Und dann suche ich mir aus, wo ich stehe. Also so wie es halt in einer normalen Scheißdemokratie sein sollte, Digga. Und natürlich ist es für einen Bruchteil der Menschen in diesem Land, ist es ganz toll, was da läuft, ne? Weil sie mehr oder weniger in deren Bubble reinkommen und ihnen im Schritt rumlutschen. Und die denken sich, oh, das ist alles so toll, das ist alles genau das, was ich mir auch denke, weil halt ihre Spätzeln da gerade am Steuer sitzen. Und der Rest, keine Ahnung, 98% Restbevölkerung ist massiv abgefuckt
dass sie einen Haufen Kohle jeden Monat bezahlen müssen für das. Und eben nicht einen objektiven, unabhängigen Journalismus. Sondern es ist weder objektiv noch unabhängig noch Journalismus. Wenn du da schon dreimal angelogen wirst und dann aber eine Rechnung kommt von 18,36 € sind es aktuell, glaube ich, im Monat für diesen scheiß Rundfunkbeitrag, dann gewinne ich damit nicht das Vertrauen und das Wohlwollen der Bevölkerung. Damit sage ich dem Großteil der Bevölkerung, was ihr wollt, interessiert mich einen Scheißdreck. Wir pulvern hier unsere Milliarden, wie wir das wollen. Haltet euer Maul. Und dass die Leute dann sich radikalisieren oder gegenüber irgendwelchen solchen Bauernfängern von der AfD dann die Ohren spitzen und sich von denen einfangen lassen, das wundert dann danach aber auch keine alte Sau mehr. Die Leute müssen mal ihren politischen Aktivismus beim Fenster rausschmeißen, wenn sie der Meinung sind, sie wollen Journalisten sein. Weil ein Journalist ist für mich, ein seriöser Journalist ist für mich jemand, der ergebnisoffen an alles rangeht und so neutral wie möglich ist. Und nicht diese Scheiße. Werde ich die fragwürdigsten Entscheidungen von Funk in einer heute startenden Videoreihe mal so richtig beleuchten und mich gegen die Öffis erheben, um Funk zwischen die fettigen Finger zu fuschen. Wenn ihr das feiert, lasst gerne einen Like, Kommentar und Hype für den Algo da, denn damit würdet ihr uns, den Spatiaten, sehr weiterhelfen. Die Übermacht der toxischen Weiblichkeit in die letzten Abgründe der Küche zu verbannen, wo sie hingehört. Papa, kannst du mir sagen, wo das Ding zum Kartoffelschälen ist? Die ist eben einkaufen gefahren. Wegen solchen Witzen, ne, sind die schon auf die Straße gegangen. Waren sie wieder am Eskalieren. Ne? Solche Witze kann man doch im 21. Jahrhundert nicht mehr machen. Ich feiere so einen Humor auch nicht, Digga. Das ist einfach das stumpfer 3 Promille Stammtischhumor. Die grobe Fette, die hat halt Berufsschule. Ja, das ist halt nicht lustig. Aber nur weil ich das nicht lustig finde, brauche ich dann nicht andere Leute ankacken, die es lustig finden. Wohingegen sowas wird kritisiert von unseren Journalisten, in Anführungsstrichen. Aber wenn sich dann da wirklich die Leute hinsetzen, die 2 Grazien da in ihrem Podcast oder die andere alle da bei 13 Fragen und sich in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stellen und sagen, ich finde Männer scheiße, weil Frauen sind die besseren Menschen und ihr seid alles Abschaum und wenn es euch nicht geben würde, wäre die Welt besser, dann ist das keinen Aufschrei wert. Ich weiß nicht, was man heutzutage, wie verblendet man sein muss und was für spalterische und brandstifterische Rhetorik man heutzutage im Öffentlich-Rechtlichen noch an den Tag legen muss, um tatsächlich irgendwann mal Konsequenzen zu spüren. Und zwar richtige, harte, echte, sofortige Konsequenzen. Das noch nicht vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesagt wurde. Hier, dieses brave Mädchen-Podcast war ein Riesenfehler. Wir haben uns da von Vollidioten beraten lassen. Die haben uns hier 2 vollkommen inkompetente Dummtrollers reingesetzt. Wir distanzieren uns davon. Wird nie wieder vorgekommen. Das ist nicht unser Qualitätsanspruch. Die sind natürlich sofort gefeuert worden. Und den Podcast wird es nicht weitergeben. Dass die Aussage bisher noch nicht kam, ist bereits ein Skandal in meinen Augen. Dabei starten wir mit dem Podcast Brave Mädchen, welcher einen absoluten Tiefpunkt in der Talentrekrutierung seitens Funk darstellt. Die beiden haben nämlich keinerlei Talente oder Expertise in irgendwas. Die eine ist bekannt, weil sie viel mit Typen rummacht. Ja, wofür war ich da bekannt? Dass ich mit allen rumgemacht habe? Und die andere ist bekannt, weil sie Typen gerne ausnutzt. Männer zu finden, die man in Anführungszeichen ausnutzen kann. Ich liebe Männer ausnutzen, aber dann klappt es fast nie. Ja, hier, Suki und wie die andere das heißt, ne, wetten, dass sie 500 Hotelzimmer Decken an der Tapete erkennen. Ne? Da drin sind die 2 Expertinnen. Das reicht heutzutage anscheinend schon aus, um ein, ich zitiere, Iconic Duo zu sein. Das Ja, Iconic sind sie inzwischen. Das ist wirklich
Die sind die Ikonen dafür, was man nicht machen sollte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also inzwischen sind sie iconic. Davor habe ich von keiner von denen jemals irgendwas gehört und ich wünschte, es wäre so geblieben. Ne? Und ich wünschte, ich hätte nicht erfahren müssen, dass die von meinem GZ-Beitrag bezahlt werden. Du mit einem Bildungsauftrag. welches offensichtlich dafür qualifiziert ist, euch aus Rundfunkgebühren Rat in allen Lebenslagen zu geben. Ja, vor allem irgendwie ne, auf dem Rücken mit Spagat, ne, in den Lebenslagen. Da haben sie guten Rat, wie man da hinkommt und wie man am meisten Kohle damit rausnehmen kann. Weil ganz ehrlich, die hätten auch im Leierkasten irgendwelche zwei da rausnehmen können und sagen, hier hockt euch da mal hin und erzählt ein. Ein bisschen Barne. Sie verraten dir auch, was ihnen geholfen hat. Und um es kurz zu machen, das muss ein Satireprojekt seitens Funk sein. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass ein Verantwortlicher dort sich den Content der beiden angeschaut hat und dachte, die beiden geben gute Ratschläge für alle Lebenslagen. Nee, ein Verantwortlicher hat sich das eben nicht angeschaut, lieber Jay Riddle. Das ist ja genau das Problem. Die Verantwortlichen da schmeißen irgendwelche komischen Shampoos-Partys und erhöhen jedes Jahr ihr Gehalt und jammern, dass die 8 Milliarden, die sie jedes Jahr kriegen, nicht genug sind für diesen scheiß Schmutz, den sie da fabrizieren. Und die haben dann aber Hiwis. Ja, die Leute bei Funk, da ist ja keiner irgendwie ein hoher Verantwortlicher beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die sagen denen, ja, hier die jungen Leute, die sind eh dumm. Mach da was. Hier, schau hin auf Tickety-Tockety. Und das, was am meisten Klicks macht, das haut er da rein. Vollkommen zu ignorieren, dass genau das der Grund ist, ne? Also, dass das nicht passiert, der Grund ist, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, in der Theorie. Wenn du das Gefühl hast, jemand macht Auge auf dich, dann zeige ich dir jetzt ein Ritual, wie du es lösen kannst. Und jetzt dieses Ei ist am besten, wenn es wirklich ein frisches Ei ist. Im Notfall gehen auch Eier aus dem Supermarkt. Und basically, was ihr macht, ist, ihr müsst es die Nacht davor neben eurem Kopf irgendwo liegen lassen. Das fangt jetzt an eurem Kopf an und ihr berührt euren Kopf und geht mit diesem Ei wirklich den ganzen Körper entlang. Wenn jemand macht Auge auf hab ich das richtig verstanden? Was spricht die für eine Sprache? Warum reibt die sich mit einem Ei über den Kopf? Hä? Hat jetzt irgend so einen esoterischen Verschwörungsdulli-Bullshit? Aufgrund dessen hat man die genommen? Ah, ja, klar. Ihr müsst das Ei über Nacht neben eurem Kopf legen und euch dann irgendwie über die Kopfhaut fahren, damit die bösen Geister vertreibt oder was. Und danach das Ei ins Feuer werfen. Bei Vollmond. Halt dein Maul. Das hat jetzt nichts direkt mit dem TikTok zu tun, das ihr gerade gesehen habt, aber ich wollte euch kommentarlos einfach mal das hier zeigen, ja? Ich bin normal, ich bin gechillt, ich bin null impulsiv. Ich treffe keine fragwürdigen Lebensentscheidungen. Ich fühle, dass jemand so böse Auge auf mich macht. Wirklich, mir passieren nur schlimme Sachen. Die ganze Zeit. Und der Pfeffer rein, Salz. Jetzt schlage ich das Ei in diesem Wasser auf. So ungefähr 5 Minuten gewartet. Man muss das Ergebnis vom Ei quasi so lesen. Also nicht von oben aufs Glas runterschauen, sondern von der Seite. Bindwebenartige Konstrukte in diesem Wasser heißen auf jeden Fall das ein. Die liest jetzt hier, die macht jetzt hier die Kirmes-Zigeunerin und liest jetzt aus einem Ei die Zukunft, oder was? Auge auf mich gemacht wurde. Als ich das Ei... Das macht ja absolut Sinn. Verdammt nochmal. Soweit Funk heiße. Get this woman in Bildungsauftrag. Get this woman in Bildungsauftrag. in meinem Körper gerieben habe, habe ich währenddessen die Intention gehabt, dass ich mich von negativen Energien löse. Und das heißt, jemand hat mir mit Absicht negative Energie gewünscht und jetzt nehme ich auf jeden Fall dieses Glas und werde es mit der ganzen negativen Energie loslassen. Schütz einfach weg. Geil, das ist halt Lebensmittelverschwendung, du B. Ciao mit den negativen Energien. Ja, du hast gerade ein Ei weggeschmissen, das vollkommen in Ordnung war, im Klo runtergespült. Der geht's ja so schlecht, ne? Sie hat gejammert, dass es ihr zurzeit so schlecht geht. Aber sie hat offensichtlich, geht's ihr so gut, dass sie in einer relativ geräumigen, modern eingerichteten, luxuriösen Wohnung wohnt und die Kohle hat, Lebensmittel zu verschwenden, die so teuer sind, wie sie noch nie zuvor in diesem Land waren. Geil. Geil. Also Leute, ich bin raus. Macht's gut. Hat mich gefreut. Ja, und ja, bis auf Wiedersehen. Ich buche mir jetzt ein Flugticket. Ich bin absolut sprachlos und ohne auf die Diskussion einzugehen, was zuerst da war, die Henna oder das Ei, müsst ihr euch mal vorstellen, Humpty Dumpty ist noch die Schlaue von den beiden. Ich bin eine nutzlose Frau und es hat meine Liebe um einiges besser gemacht. Ja.
ja, selig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Ey. Ja, natürlich. Wenn du hageldumm bist, bist du immer glücklicher, weil du ja zu dumm bist, zu checken, wie dumm du bist. Wenn ich natürlich von dem, was um mich rum passiert, nur 10% mitkriege, weil dann mein Prozessor schon am Rauchen ist, dass der Dampf aus die Ohren schießt. Ja, natürlich bin ich dann glücklicher. Und dann muss ich mich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Einatmen, ausatmen. Und welchen von den 50 neuen Matches auf Tinder glaube ich, dass er tatsächlich genügend Kohle hat, dass er mich in ein teures Restaurant einladen kann? Ja, dann ist der Prozessor schon hart am Übertakten. So, da geht nicht mehr. Also, dass Funk bei manchen Formaten keinen Fick auf gute Recherche gibt, ist bereits hinlänglich bekannt. Aber dass sie Leute holen, die Recherche nicht mal aussprechen können, das ist definitiv neu. Habe ich. Und ich checke nicht. Ganz ehrlich, ich würde sowas noch mehr begreifen. Ne? Ich könnte das nicht akzeptieren, unter gar keinen Umständen. Aber ich würde es noch mehr begreifen, wenn sie diese Scheiße gemacht hätten, bevor dieser Riesenskandal damals war, hier mit Rezo und Steuerung F. Ne? Wo sie ja zu Kreuze gekrochen sind und gesagt haben, oh, wir haben hier so und so Fehler gemacht und öffentlich-rechtliches Format muss einen höheren Anspruch haben und. Lauter No-Brainer, die man klassisches Statement-Gebrubbel, ne? Aber dass man dann über ein Jahr später sich da nochmal hinsetzt, es waren 2 Jahre fast später, sagt, hey, den Podcast öffentlich-rechtlichen Geldern finanzieren, geile Idee, das machen wir. Wir haben ja in der Vergangenheit, hat man uns ja noch nie irgendwie kritisiert dafür, dass wir wirklich unseriösen Bullshit finanzieren. Ja, mit den hart erzwungenen GEZ-Barne. Können wir mal ausprobieren. Was wird wohl geschehen? Ich mir jetzt jedes Video von Sascha als Recherche reingezogen, ist die Recherche. Jetzt mal Butter. Ja, das auch so. Die haben ja irgendwie auf Sascha geschossen. Ich schaue mir nicht viel Sascha-Content an. Ab und zu, wenn der Titel mich catcht. Und bisher habe ich das Gefühl gehabt, dass die beste Videos macht. Ich bin da, manchmal habe ich da mehr zugestimmt, manchmal habe ich da weniger zugestimmt. Aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass die Frau irgendwie schlecht recherchiert hätte oder großartig unfair würde, wenn es nicht angemessen wäre. Ne? Also unfair, wie gesagt, ist nie angemessen, aber dass sie manchmal ein bisschen stichelt, ne? Und man also auch so ein bisschen noch nachtritt, das darf man ja machen, ne? Aber es war nie ungerechtfertigt, das war nie ungerecht. Einfach nur Nachtreten des Nachtretens wegen. Und ja, was die halt über die erzählt haben, ist halt einfach erbärmlich lächerlich. Bei die Fische. Der einzige Bildungsauftrag, den du den beiden bedenkenlos geben kannst, ist es, die Grundschule zu wiederholen. Und selbst da würden die sagen, I can't. Yeah, you can't. You seriously can't. Problem ist, ich kann den beiden nicht mal böse sein, dass sie es probiert haben. Die Schuld liegt jetzt zu 100% bei Funk. Denn natürlich gleicht deren Horizont einer Sonnenfinsternis und die checken im Leben nicht, dass sie dafür denkbar ungeeignet sind. Das Problem ist, sie halten sich ja selbst für die Klügsten. Hallo und herzlich willkommen zur 4. Folge von Brave Mädchen mit der wunderschönen und intelligenten Suki und mir mindestens halb so wunderschön und intelligent. In meinen Augen sind die beiden echt der lebende Beweis für den Dunning-Kruger-Effekt. Noch dreister, die wollten den Podcast laut eigener Aussage sogar noch schön und schlau nennen. Was ich würde es Hagel und Dom nennen. Ist das vielleicht eine Idee? Es ist halt. Es ist wirklich unfassbar, dass sowas existieren darf. ironisch ist, wenn der Bodycount höher zu sein scheint als der IQ, aber wenigstens dort dachte sich Funk dann spätestens in Dolores Umbridge-Manier: Ich möchte, dass Sie schreiben. Ich soll keine Lügen erzählen. Das hätte man mit Reini mal machen sollen. Aber das ging ja nicht, oder? Da hat ja die scheiß Dulli-Schule immer geschwänzt. I can't. Ja. Naja.
Oh, ich liebe diese Jay Riddle Videos. Die müssen, die Hauptkanal Jay Riddle Videos, die müssen häufiger kommen. Ganz ehrlich, der macht zu viele Reactions und zu wenige Hauptvideos. Das ist zu geil einfach. Garant. Werfen wir einen Blick darauf, wie unfassbar fragwürdig Funks Entscheidung war, Hani und Nani unter Vertrag zu nehmen und wer diese Two Broke Girls sind, die nicht in einem Diner arbeiten gehen, sondern ihrem Diener Arbeit geben. Ich habe eigentlich nur noch einen Putzsklaven gesucht, aber habe jetzt einen Whole-Ass-Diener gefunden. Kapitel 1. Vorstellung Gefundene. Hi, die Winkler-eske Nummer geht weiter. von Henna. Ihre Rolle im Podcast. Henna, ist das nicht dieses Wannabe-Zeug für so Leute, die sich nicht trauen, sich richtig tätowieren zu lassen, aber den Hippie-Look trotzdem mitgehen wollen? Ja, ich lasse mir jetzt auf der auf dem Handrücken dieses Henna machen, aber dann geht das Gott sei Dank dann wieder weg nach ein paar Wochen, weil sonst kriege ich ja keinen Job in der Wirtschaft. Aber jetzt momentan habe ich meine Hippie-Phase, ich bin ja super alternativ unterwegs. Ist es in erster Linie zum Moderieren und die Denkarbeit zu übernehmen, um die fiebertraumhaften Gedanken ihres Vorbilds Suki irgendwie zu rechtfertigen. Problem sind dabei zwei Dinge. Erstens, die beiden haben im Prinzip eigentlich immer genau dieselbe Meinung, wodurch ein Thema eben nicht von mehreren Seiten beleuchtet wird, sondern nur aus einer Perspektive. Und zweitens sind die Takes so dermaßen unterbelichtet, dass ein Diskurs von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Den Eindruck habe ich allerdings auch. Ja, das ist hier, der Podcast ist dann eine Stunde oder 1,5, wie lang geht da eine Folge, wie die sich gegenseitig gegenüber sitzen und die eine sagt, boah, Männer sind so scheiße und die so, ja, du hast ja so recht, ja. Und so dumm, ja, du hast ja so recht, ja. Trotzdem gehe ich jede Woche auf 5 Dates. Warum? Weil Kohle haben. Alle, wenn die beiden sich dann hochschaukeln und mal wieder zu nah an der Wand stehen. Hier wird zum Beispiel argumentiert, Babys in der Öffentlichkeit abzuschaffen. Und das hat mich generell, habe ich dann so drüber nachgedacht, ja, sollte man Babys mit in die Öffentlichkeit nehmen? Alter, dich sollte man in der Öffentlichkeit abschaffen. Dich nicht mehr rauslassen und auch kein Internet mehr geben, damit du diesen geistigen Dünnschiss nicht in die Welt raus chancen kannst. Ich bin kein Freund von Kindern. Ich habe selber keine Kinder und mich nerven Kinder in der Öffentlichkeit fürchterlich. Und aber ich würde im Leben niemals die vollkommen bescheuerte Forderung bringen, Babys in der Öffentlichkeit abzuschaffen. Ich hinterfrage oft jetzt mal, keine Ahnung, die Sinnhaftigkeit, wenn ich einen 6 Monate alten Säugling habe oder so, mit dem irgendwie in Familienurlaub zu fliegen oder den aufs Festival mitzunehmen, das hinterfrage ich, weil ich der Meinung bin, so ein Säugling sollte eigentlich nur im Notfall auch so einer Stresssituation in einem Flug ausgesetzt werden und auf dem Festival haben die sowieso nichts zu suchen, aber zu sagen, nee, Kinder dürfen wir in der Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr haben. So, wie viel von diesen komischen Cocktailgläsern habt ihr euch schon reingepfiffen, bevor du den Take gebracht hast? Hört sich so krank an. Es hört sich, also ich bin sehr froh, dass du dieses Thema aufmachst, weil ich bin genau der gleichen Meinung. Also wenn es mein Kind wäre, okay, aber wieso darf ich nicht in Ruhe sitzen? Also wenn sie ihr Kind irgendwohin mitnimmt, wo es krakeelt und anderen Leuten auf den Sack geht, ich hoffe, die hat noch keine, dann ist das in Ordnung. Aber wenn sie ihre Ruhe hat, dann müssen dann müssen alle anderen Leute ihre Kinder zu Hause lassen. Ob du behindert bist, habe ich dich gefragt. Wie saudumm kann man... Das ist doch unfassbar. Öffentlich-rechtlich finanziert. Ja, meine Kinder dürfen schon alles und die möchte ich überall mitnehmen, aber die anderen sollen ihre Drecksplagen, ihre Verlausten bitte zu Hause lassen. Ich bin großer Verfechter dafür, auch für so Sachen, die jetzt nicht irgendwie in den Borneo oder Fetisch oder Kink-Bereich gehen, auch zu sagen, wir geben da Raum an Menschen, die keinen Bock auf Kinder haben, ne? Restaurants zum Beispiel, Hotels. Da bin ich schon dafür, genauso wie es Hotels mit Kinderbetreuung gibt,
dass es auch Hotels geben muss ohne Kinderbetreuung und Restaurants, wo sagt, hier, das ist, ne, das soll ein besonderer Abend für Erwachsene sein, wenn man sich mal irgendwie, keine Ahnung, zu zweit oder zu viert oder auch, ne, irgendwie wirklich was gönnen will. Und da passen kleine Kinder ins Konzept nicht rein. So, da bin ich vollkommen dafür, dass es sowas geben darf, ohne dass dann den Leuten aufs Dach gekackt wird. Aber durch die Öffentlichkeit zu laufen und zu sagen, alle anderen haben ihre Dreckschraten zu Hause zu lassen und mein Kind gefälligst auf der Sänfte durch die Innenstadt zu tragen, dann, weiß ich nicht, Digga. Dann sollte man dich vielleicht dann doch mal irgendwie in den Raum mit den gepolsterten Wänden bringen, weil ich glaube, da ist... Während Suki dann aber so gut wie gar nichts inhaltlich zum Gespräch beiträgt, welches sie ursprünglich sogar initiiert hat, probiert Hannah wenigstens irgendwie einen inhaltlichen Punkt zu bringen und schlägt eine Familienzone in Flugzeugen vor, wie es sie im Prinzip quasi auch schon gibt in vielen Fliegern, aber ich möchte ihr jetzt auch nicht zu viel Recherche zumuten. Das ist eine sinnvolle Sache. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich fliege nicht oft. Ich glaube, das letzte Mal bin ich geflogen vor über 10 Jahren. Fast 11 Jahren. Und das nächste Mal wird in einem Jahr sein. Also, aber ja, das macht natürlich Sinn. Wenn ich sage, ich habe erste Klasse, Business Class, Economy und ich habe dann aber auch irgendwie so einen speziellen Bereich, ne, wo vielleicht dann auch, keine Ahnung, eine Tür drin ist, ne, damit, wenn mein Blag auf dem 12-Stunden-Flug einfach die Fresse nicht hält, ich mich da reinhocken kann, damit die anderen Leute pennen können. Fände ich gut. Immerhin hat die Show ja nur 5 Redakteure, die monatlich von Funk finanziert werden und 2 davon scheinen maximal ausgelastet zu sein, die Kerzen anzuzünden. 2 weitere sind dafür da, um die Kerzen wieder auszupusten. Lieber Jay, das sind glaube ich, elektrische Kerzen, LED-Kerzen, die müssen nicht mal das machen. War einfach gar nichts. Die stecken 5 Redakteure, Digga. 5 für den Scheiß. Sind 5 Redakteure verantwortlich. Die stecken sich einfach ihr vollkommen überzogenes Gehalt ein und sagt, ja, lass die 2 Schnallen da halt sitzen und Scheiße labern, ist mir doch scheißegal. Ich fahr nach Teneriffa. Nach dem Dreh. Und einer muss schließlich die Protagonisten von zu Hause abholen im Inklusionsbus. Ich muss raus! Hey, ich muss raus, Jungen, hier nicht dissen. Der hat zwar eine quiekige Stimme gehabt, aber der ist auch gerade erst in den Stimmbruch gekommen. Ich war als Kind genauso. Bisschen schüchtern, am Anfang vom Stimmbruch so ein bisschen quietschelig. Nicht den Ich muss raus, ich war nur dicker, das war mein Problem. Den Ich muss raus, Jungen, nicht dissen, ich finde den funny. Ja? Und ich wette was, der ist heute auch cool drauf. Ne? Ich habe gehört, es gab ganz viele Leute, die sich für den ausgegeben haben und er hat aber keinen Bock auf Öffentlichkeit. Aber ich glaube, der ist IQ-technisch auf jeden Fall. Ich würde mir eher einen Podcast mit dem Ich muss raus, Jungen, anhören, als die Scheiße hier. Ne? Also. Und Hannah, welche in unserem Fall kein Doppelleben als Schülerin und Popstar führt, sondern eines aus mutmaßlicher Schulabbrecherin und Teilzeithexe, fällt dabei immer wieder durch dubiose TikToks auf. Ja, Hauptsache hier schön Botox in die Fresse, Alter. Das muss immer sein. Gar keine Mimik mehr haben. Dass alle gleich aussehen. Jedes Gesicht seinen Charakter verliert. Das ist richtig gut. I can't. Sie junge Frauen aufklärt, wie man mit Beziehungsproblemen umgeht. Bro, mal ganz ehrlich, wie ekelhaft ist es bitte, sowas zu posten? Und wie ekelhaft von Funk ist es bitte, der da einen Bildungsauftrag zu geben? Wenn die Komische nicht gerade auf irgendwelche Männer einbasht, dann erzählt sie ihrer Zuschauerschaft, wie man Männer auf effektive Art und Weise stalken kann. Wenn du das Gefühl hast, dass du einen deiner Keiler gerade am Verlieren bist und er sich irgendwie nicht mehr so für dich bockt, dann ist halt die simpelste Lösung, dass du halt einfach in seinen Träumen auftauchst. Ist ja ganz klar. Hä, das geht nicht. Doch, das geht. Ach Schatz, du denkst nicht mehr an mich. Ach ja, okay. Dann trau dich doch einzuschlafen, Engel. Meiner wunderschönen Kollegin Hannah. Ist das die Alte, die dem Kaiser geschrieben hat? Habt ihr das mitgekriegt? Das war vor einem Jahr oder so. Irgendwann letztes Jahr war das. Kaiser irgendwie, der österreichische, sehr, sehr, sehr sympathische Meinungs-YouTuber gemeint hat, dass er gestalkt wurde von irgendeiner Tuss, die gemeint hat, so er würde sie in ihren Träumen belästigen oder sowas. Ne? Das grenzt wirklich, so vorher war es Spaß, aber das grenzt dann schon wirklich an Therapie, bitte.
Wenn ich wirklich dann rumlaufe und so, ich gehe dann in die Träume von den Leuten und jetzt als nächstes so eine Voodoo-Puppe raus. Ne? Bitte Medikamente anders einstellen. Also die nimmt entweder zu viel oder zu wenig oder das Falsche, aber richtige Dosierung ist es definitiv nicht. Loser wird schon irgendwo sein. Dann musst du ihn dir halt einfach bildlich vorstellen. Und dann musst du dir vorstellen, wie du in den Raum reingehst und ganz nah an sein Ohr gehst und ihm das einflüstern, was du halt möchtest, dass er nachts träumt. Keine Sorge, Jedi J rettet euch vor dem Bösen, während ihr schlaft. I sense it too. Ja, da kann man auch einfach einen Traumfänger über seinen, ne, einfach den eigenen Gehaltszettel, ne, weil die stehen ja nur auf die Leute, die so 35.000 war glaube ich, die Zahl, ne, im Monat netto haben. Ne? Einfach den eigenen Gehaltszettel übers Bett hängen als Traumfänger und du hast von der nie wieder was in deinem Schlaf. Du sagst halt dann zum Beispiel sowas wie, träumst heute die ganze Nacht von mir und wie wir wieder zusammenkommen und du mich die ganze Zeit küsst. In sein Scheiß. Dann verlässt du visuell einfach den Raum und lässt dann halt einfach, tust als ob nichts gewesen wäre und ich schwör's dir, for real, es klappt. Ich treffe keine fragwürdigen Lebensentscheidungen. Eine kleine Umfrage, würdet ihr lieber von Henna Krüger träumen oder davon mit Kaiser und seiner Stalkerin einen astreinen... Ja, hier Kaiser, die Stalkerin, genau. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich träume eh oft auch so einen komischen Scheißdreck. Ich kann auf die alle auch in meinen Träumen gut verzichten. Ne? Und auf Kaiser auch. Kaiser, sorry, ich hab dich sehr, sehr, sehr gerne. Ich schau wirklich gerne den Kanal. Aber ich habe beide in meinen Träumen keinen Bock. astralen Dreier zur Feier der Leier zu Freier. Schreibt es mir in die Kommentare, wie die Barkeeperin einen Roman auf die offene Bierdeckelrechnung von Henna. Deren größter Zaubertrick ist es nämlich nicht, ihre Ex-Freunde in Träumen zu belästigen, sondern Alkohol verschwinden zu lassen. Man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Wer auch immer das gesagt hat, ist auf jeden Fall der größte Lügner des 21. Jahrhunderts. Ich säuf, bleibt einem eigentlich nicht. Ja, das haben die schon letztes Jahrhundert gesagt, Digi, und das geht schon. Ne? Man kann halt nicht ohne Glückshormone im Kopf Spaß haben. Das ist der Punkt. Wie du die da reinkriegst, ist deine Sache. Der eine macht's mit Alkohol, der andere macht's, hier links oben sieht man hier Radler mit Sport. Ja, oder mit Bumsen oder mit irgendwelchen anderen Drogen oder Fressen. Ja, scheißegal. Irgendwie will der Mensch oben hier die Feelgood-Hormone in die Rübe reinpumpen. Wie du das schaffst, vollkommen wurscht. Ne? Wenn du sagst, dein Weg ist Alkohol, mach das. Mir vollkommen egal. Bist gleich im nächsten Funk, kannst du hier mit der Caroline von Huppifluppi nochmal zusammentun. Dann könnt ihr vielleicht mal zusammen versuchen, irgendwie mal 3 Tage lang nichts zu saufen und das als öffentlich-rechtliches Reportageformat zu verkaufen. Nichts anderes übrig, als sich mit einer Freundin zu treffen, ein fettes Picknick zu machen und über Männer abzuwerfen. Auch sehr inspirierend ist die Love Story, wie die beiden aufeinander getroffen sind überhaupt. Allein die Geschichte. Das ist auch keine Ahnung, wenn man dein kompletter Lebensinhalt ist, über Männer abzulästern, dann würde ich mir schon die Frage stellen, entweder ob deine Dating-Taktik, ne, die Herangehensweise deinerseits ans erwachsene Dating-Life irgendwie vielleicht behindert ist, weil du ja offensichtlich anscheinend so viel über Männer lästern musst, weil du ja so viele schlechte Erfahrungen gemacht hast. Und vielleicht liegt es auch an dir manchmal so, keine Ahnung. Aber ansonsten weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn man Männer so sehr hasst. Vielleicht sollten die zwei ja heiraten. Ne? Die haben ja offensichtlich keinen Bock auf Männer. Das Problem ist, wenn die zwei ausgehen würden, ne? Die Suki und die Henna. Wer bezahlt dann das Abendessen? Das ist halt das Problem, ne? Wie sich das Traum-Super-Iconic-Duo kennengelernt hat, gibt mir Gänsehaut. Henna war mein Stalker und jetzt wohnen wir zusammen. Ich saß an einem Abend so übel dicht in der Bar und scroll so durch mein Insta und sehe Königin Suki ist in München. Dann bin ich einfach mal in die DMs geslidet. Ungefähr 16 Drinks davon getrunken, bin dann alleine in diese Bar, wo Suki mit ihren ganzen Freunden saß. Und plötzlich steht die besoffenste Frau der Welt vor meiner Nase. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, voll geil. Ey, super. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Ne? Beim Kennenlernen ein bisschen
bisschen Alkohol, um ein bisschen das Eis zu brechen, schön und gut. Aber ich habe legit noch nie einen Menschen kennengelernt, vollkommen jenseits der eigenen Besinnungsfähigkeit, ne? Vollkommen aus dem Leben gescheppert, nach 16 Drinks und dachte mir, boah, das ist eine richtig coole Socke, mit dem muss man richtig viel unternehmen. Es sei denn, ich wäre selber so besoffen gewesen, aber da kann ich mich da meistens nicht mehr dran erinnern. Ja, also ich weiß nicht, so richtig absturzbesoffene Leute sind doch jetzt nicht die Leute, wo du sagst, boah, krass. Wenn der jetzt nicht dabei gewesen wäre, holla, wäre das ein Scheißabend geworden, ne? I got something to say about Mr. Krabs. So nach Hause gehen und sie so, nein, Wir machen jetzt noch was. Ich hatte nämlich noch nicht genug getrunken. Offensichtlich noch nicht, ne? Ich gebe euch einen Tipp, so Saufen, das mit dem Endorphin in den Kopf kriegen, das kriegt ihr auch gesünder hin. Saufen ist eine Alternative für Leute, die ein paar Hirnzellen verschmerzen können, ne? Keine fragwürdigen Lebensentscheidungen. Ja, die Vorliebe von Funk, Frauen mit Alkoholproblemen als Vorbilder zu pushen, erreicht damit natürlich einen neuen Höhepunkt, nachdem die bisherige Leistungsträgerin Caro vom Y-Kollektiv wohl mittlerweile an ihre Grenzen gekommen ist, was ihre... Ja, keine Ahnung, die, auch da ist die Leber schon, ne? Caro ist Anfang 30, die Leber ist Ende 60. Leber leisten kann. 1, 2, 3, 4. Und ich sag euch ehrlich, nach der komischerweise abrupt endenden Karriere von Böse Mädchen rechne ich an. Und was ist das eigentlich für ein Kleid, was sie da anhat? Ey, sorry, ich bin jetzt kein Fashion-Experte. Aber das sieht aus wie scheiß Tischdecke, die am Sonntag irgendwie am Kaffeetisch bei meiner Oma vor 30 Jahren lag. Oder? Eigentlich fest mit einem Podcast von Funk, in der Henna und Caro über einen maßvollen Alkoholkonsum reden. Und das kann auch nicht mehr lange dauern, denn die Bewertungen befinden sich seither im freien Fall. Auf Spotify kratzt der Brave Mädchen Podcast nur noch an der 1,4 Sterne. 1,4 von 5. Leute, geht mal auf Amazon, ne? Oder auf irgendeine Videoplattform oder sowas. Irgendwas, was so ein 5-Sterne-Bewertungssystem hat. Und dann überlegt euch, wenn da irgendwas 1,4 Sterne hat, will ich das dann kaufen oder anschauen oder ne, konsumieren? Nein, oder? Und die hatten sich ja, das habe ich auch mitgekriegt, die hatten sich ja dann beschwert, oh, der Podcast, der war mit 5 Sternen bewertet und jetzt berichtet die über uns hier, weil sie versucht haben, Internetbeef mit Sascha anzufangen, die berichtet jetzt da über uns und auf einmal ist es so runtergedroppt und dann war er da nur bei 3. Ne? Inzwischen sehen wir, wo er ist. Wo ich mir dann auch gedacht habe, ja klar, wenn halt vorher 5 Leute den scheiß Podcast gesehen haben, ihr 2 und die Typen, die gerade momentan dabei sind, euer Abendessen zu bezahlen und vielleicht noch irgendwie eine Freundin von euch, die alle ein Interesse haben, dann da irgendwie 5 Sterne zu geben. Ja klar ist der dann bei 5 Sternen. In dem Moment, in dem er mit dem richtigen Funktionieren, echten Gehirn an die Nummer rangeht und sich 3 Sekunden davon angeschaut hat, wird es da wohl eher eine 1-Sterne-Bewertung geben. Und dann geht das natürlich auch den Weg allen Irdischen. Marke. Echte Stars werden also nicht mehr aus denen dabei. Ich bin ein Star und mich heraus. Dort küssen die beiden dann nicht nur Männerlippen, sondern fressen auch Känguruhoden. Aber mal ehrlich, gibt es irgendwo da draußen eigentlich einen noch schlechter bewerteten Podcast? Gerade wohl nicht, aber vielleicht... Ja, aber die fressen, glaube ich, auch so Känguruhoden. Also, Hauptsache jemand anders bezahlen dafür. Vielleicht ja bald, um es Funk leichter zu machen, an die bisherige Leistung anzuknüpfen, hier noch ein paar weitere... Ja, wir können da noch mal ein Trinkspiel aus der Nummer machen. Ne? Immer wenn ich sage, jemand anders bezahlt für Suki und Hennas Essen... Weitere Tipps. Wie wäre es mit einem Podcast von Tanzverbot und KuchenTV mit dem Thema, wie man Steuerrücklagen bildet? Oder Ah, der ist fies, Junge. Ich hab gedacht, er und Kuchen sind cool. Aber, ja, keine Ahnung. Bei guten Freunden, wenn die so einen Bock geschossen hätten, den hätte ich auch mal so einen Spruch gedrückt. Dürfen die Leute bei mir aber auch. Ne? Ich bin auch nicht perfekt. Ich habe schon viel Scheiße gebaut in meinem Leben. Und wenn ich da mal so ein Spruch wie so ein Ellbogen in die Rippen von der Seite kriegt, dann ist auch gut, ne? Lache ich mit.
aber Alyosha und der Betreiber von Shein zum Thema Arbeitsrecht in Bangkok bis hin zu P. Diddy, Mois und ApoRed, welche über MeToo aufklären. Die Möglichkeiten sind quasi grenzenlos, wenn man einfach mal über den Bierkrugrand hinausschaut. Zum Beispiel mit dem dritten Auge. Leute, mein drittes Auge war sowas von geöffnet. Wie viel hat das Abendessen gekostet? Sorry, ich höre schon auf. Oh Mann, ja, da ist der Typ, hat sie mit Maserati abgeholt zum Date, so, da hat sich ihr drittes Auge von alleine geöffnet, ne? Und wenn man dann erleuchtet ist, oder wie im Fall von Hannah vermutlich verkatert, dann merkt man plötzlich, das einzige Getränk, das über alle Maßen, ja sogar im Maßkrug, konsumiert werden kann, ist was? So Holy Werbung, ja. Hey, sorry, lieber Jay Riddle, du hast auch meine Telefonnummer nicht, Gott sei Dank. Ich gebe dir nämlich keine verrückten Leute. Du kannst hier nicht den leeren Frau Move schieben und mich anrufen und zu fragen, ob ich den Hals nicht voll genug kriege. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich eure Werbung da drin lasse, wie mir da dann YouTube die Prügeln ausschmeißt oder nicht. Dementsprechend, ja, hätte ich gesagt gehabt, gehen wir mal hier. Sagt sie jetzt, I can't. Ah, da ist die Werbung. Ist hier vorbei. Wunderschön. Gehen wir da rein. Ja, wie gesagt, Miss Gusi, du wirst verkraften. Ich mache auch so schon gern für Holy-Werbung. Also ich mache ja eigentlich keine Werbung für die. Sauf das Zeug einfach gerne. Und ich glaube, die Leute wissen auch, dass sie bei dir so einen Code finden. Ja? Verlinke auch deinen Kanal unten drunter. Da ist dann schon wieder überall Holy. Wenn du das Gefühl hast, jemand macht Auge auf dich. Die Frau mit 3 Augen und 4 Gehirnzellen aufgrund von exzessivem Alkoholkonsum besticht aber nur... Ja, Ron Bilecki wäre doch ein richtiger Dude für die. Oder sie und Ron Bilecki. Das Traumpaar. Und dann gehen die hier in irgendeine bescheuerte RTL 2 Reality TV Bullshit-Nummer, irgendwie, wo du als Pärchen hin musst. Das würde ich mir tatsächlich anschauen. Ne? Sie mit Ron Bilecki und die andere mit wer auch immer gerade ihr Abendessen bezahlt. Noch durch ein weiteres Talent, und zwar durch ihre messerscharfe Intelligenz. Sie kann quasi jeden Beruf sofort erlernen, ihrer Meinung nach. Ja. Auch das kenne ich von jemand anderem, ähnlich intelligenten Influencer. Ich habe so 50 verschiedenen Filmen gearbeitet, etc. Architekt habe ich auch schon. Nur Motorradfahren, das tue ich nicht. Ja, aber ich finde, es gibt keinen einzigen Job, für den man irgendwie eine Ausbildung braucht. Also ich bin mir halt auch so richtig sicher, ich könnte jeden Job der Welt einfach sofort erlernen. Und zwar einfach nur Learning by Doing. Ich meine sogar Neurologin. Ihr müsstet mich jetzt einfach nur ins Krankenhaus bringen, genau zeigen, was ich machen muss. Ich müsste es mir einmal, vielleicht zweimal anschauen und ich könnte es. Das ist so... Das ist so jenseits von... Es geht bei so einer Ausbildung, egal ob du jetzt irgendwie Kfz-Mechatroniker lernst oder ob du Neurochirurg wirst. Da geht es bei der entsprechenden Ausbildung nicht darum, einfach nur die mechanischen Abläufe mal gesehen und nachzuäffen. Hier, Monkey does was Monkey sees. Nein, Digga. Es geht darum, die Materie zu verstehen, in der man sich hier bewegt. Weil ansonsten fürchterliche Desaster passieren. Das ist nicht, wenn man natürlich, aber keine Ahnung, sein Gehirn auf der Kirmes geschossen hat. Man hat ja dann die Wahl, ne? So eine Rose oder Kaugummi oder das Gehirn. Ne? Wenn man das dann, wenn man so an sein Gehirn gekommen ist, dann das ist so Winkler-esque, unfassbar. Das ist, ey, kann er V6 und V8, kann ich blind auseinander und wieder Zammer bauen. So ein Scheißdreck ist das hier. Ich weiß es einfach. Ich glaube, ich könnte auch Flugzeugbauerin sein. Fashionable mit, ja, dass ich Neurologie gelernt habe. Ich weiß gar nicht, was man da lernen muss. Ich glaube, vor allem das hier ist das Ergebnis dieser immer positiv zuredenden Erziehung, von der wir, ne? Also die Kinder so erziehen, dass sie die Realität nicht mehr wahrnehmen.
Wenn man den Kindern nämlich immer erzählt, es ist das Beste in allem und kann eh alles, die glauben das irgendwann. Wenn du das denen 18 Jahre lang sagst, gehen die ins Erwachsenenleben und denken, oh, die Welt hat jetzt auf mich gewartet, schaut's mir an, ich kann alles. Und wenn das dann mit der Realität crasht, dann ist auch richtig Polen offen jedes Mal. Also bitte, ich bitte euch, wenn ihr Kinder habt und das Kind kann irgendwas überhaupt nicht und bildet sich's aber ein, sagt, hey, ihr müsst ja nicht dissen. Ihr müsst ja nicht hingehen und sagen, Alter, du bist scheiße, hör auf. Sondern du kannst ja hingehen und sagen, hey, das mit dem Fußballspielen und so, das wird vielleicht nicht so gut laufen, ne? Magst nicht vielleicht was anderes machen? Ne? Die anderen Kinder werden sauer, ihr verliert dauernd Spiele, ne? Die mobben dich dann im Umkleideraum, das ist doch keine schöne Situation. Magst nicht vielleicht, was weiß ich, ne? Einen Chemiebaukasten kriegen. Es würde nicht auffallen, dass ich es nicht gemacht habe, wenn die mir jetzt den Job geben würden. Checkt ihr? Umso ärgerlicher, dass die zukünftige Raketenwissenschaftlerin und Nobelpreisträgerin Hannah ihre gottgegebene Gabe verschwendet und ihre geistigen Ergüsse stattdessen lieber für Selbstgespräche zurückhält und nur selten die Öffentlichkeit an ihrer Weisheit teilhaben lässt. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die gestörteste Psychopathin der gesamten Erde bin. Ich frag mich, warum sie so lange gebraucht hat für diese Erkenntnis, aber ja, klären Sie mich auf. habe nämlich einen eigenen Chat mit mir selber auf WhatsApp und was ich da reinschreibe, was will ich mir sagen? Ich finde, Männer sollen für alles zahlen. Finde ich auch, warum ich mir das jetzt selber schreiben musste. Vielleicht dachte ich, das wäre der originellste Gedanke des Jahrtausends. Schnucki, das ist hier dein, nee, Schnucki war die andere, oder? Suki war die andere. Wie heißt sie? Das hier ist, du kannst so froh sein, dass du diese besoffenen Filmriss-Nachrichten um 17:30 Uhr, weiß ich auch nicht, an dich selber schickst und nicht an irgendwelche anderen Leute, denen du dann nie wieder in die Augen schauen kannst. Nimm das doch als Lehrbuch. Und wenn du dann diejenige bist, die sich die Scheiße selber schreibt, ne, auch wenn das ein bisschen psycho ist, aber dass du dann, vielleicht solltest du irgendwann mal nüchtern sein, da durchliest und sagst, was schreibe ich eigentlich für eine Scheiße? Dass du dann vielleicht irgendwie denkst, 17:30 ist vielleicht für 2,5 Promille nicht die richtige Tageszeit oder so. Ich weiß es nicht. Aber Selbstreflexion ist halt auch was durch Erziehung kommt. Das Patriarchat zurück. Ich finde diesen Gedanken so real von mir. Wenn du 3 Jahre in unserem Alter mit irgendwem zusammen bist und immer noch keinen Ring hast, dann bitte verlass ihn. Wo geht ihr einkaufen? Also, ich kenne Leute aus meinem näheren Umkreis, die sind schon seit gut über 10 Jahren zusammen. Und manche, glaube ich, schon seit 20 Jahren und da ist noch kein Ring dran. Und die sagen, wir sind fein, wir brauchen das nicht. Wir legen da keinen Wert drauf. Angeschissen. Fertig. Ich sehe das Problem nicht. Ne? Das Problem kann sein, wenn irgendwelche rechtlichen Sachen sind, irgendwem was passiert. Aber, ne? Geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Checkt ihr, dass ich diese Gedanken in diesem Moment so wertvoll finde, dass ich mir denke, den Gedanken muss ich mir jetzt aufschreiben. Ich wünsche, Ja, ich check das. Ich weiß nicht, ob du checkst, was das über dich und deine geistigen, kognitiven Kapazitäten aussagt. Aber das hatten wir heute schon. Die Leute, die hageldumm sind, sind halt zu dumm, um zu checken, wie dumm sie sind. wüsste, von wem ich mir hier eine Antwort erhofft habe, aber die Frage ist trotzdem berechtigt. Falls ihr darauf eine Antwort findet, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare. Ja, wo findest du einen normalen, netten Mann? Ich sag's dir ja ungern, ne? Aber die sind höchstwahrscheinlich, sind einige davon auch irgendwo in deinen DMs. Wo du einen normalen Mann findest, keine Ahnung. Aber wenn du einen suchst, der zu dir passt, schau doch mal, ob es in deiner Stadt lokale Angebote für Sitzkreise der anonymen Alkoholiker gibt. Ich bin mir sicher, dort könnte was für dich dabei sein. Als Alternative empfehle ich dir einfach weiter auf Männerjagd in irgendwelche Dating-Shows zu gehen.
Da hast du ja auch schon die richtige Taktik. Meine Mission des Abends war es halt, so viele Menschen wie möglich zu küssen und Kussfotos zu bekommen. Ihr größtes Ziel und das Highlight des Disney-Remakes von Küss den Frosch war dann schließlich die schicksalshafte Begegnung mit dem Mann ihrer Träume, Frauenheld Jimmy Blue Ochsenknecht. Alter, der sieht aus wie so ein Ashton Kutscher auf Wish bestellt inzwischen, der Jimmy Blue Ochsenknecht. Ne? Jimmy Blue, Digga. Ein weiteres Ergebnis von so einem gescheiterten Erziehungsmodell in einer wohlstandsverwöhnten Umgebung. Ne? Kein Bock auf Realität, als kleines Kind schon irgendwie, du kannst alles, du darfst alles, hier die wilden Kerle, let's fucking go. Und auch gar kein Strahl mehr von irgendwas. Hast du mit jemandem geknutscht? Ja, klar. Mit wem? Ey, einige. Ja, klar, ist auch geil. Einige. Ja, okay. Ich wusste ja nicht, dass du kommst. Ich habe geknutscht mit Kevin, Johnny. Ist sie da? Estefania Kelenta, Loredana, Sarah Jane, Lavinia. Nee, die würde niemals mit den Wollnis knutschen, ne? Weil die können nämlich ihr Abendessen nicht bezahlen. Ich glaube, keiner wusste so richtig, ob er kommt. Ihr Traumtyp war ja bis vor kurzem noch hinter österreichischen Gardinen, weil er Rechnungen nicht bezahlt hat. Was doch eigentlich ein Ausschlusskriterium bei dir ist, Rechnungen nicht zu bezahlen. Das ist richtig. Aber das ist ja, die Leute, das ist ja wie bei den Kindern, ne? Ob die Leute bei den anderen Leuten die Rechnungen bezahlen, ist ja scheißegal. Wenn es um sie geht, muss die Rechnung bezahlt werden. Das ist wie mit dem, die anderen Leute haben Reflex, ihre Straßen zu Hause zu lassen, aber ihr Kind, das darf sie natürlich überall mitnehmen, da müssen die Rücksicht nehmen drauf, ne? Das ist halt ein bisschen das Problem, wenn dein Lieblingswort ich ist, ne? Und das zweite Lieblingswort meins. Vor allem halt deine. Aber anscheinend kann man auch mit Reichweite bei Henna punkten, weil ganz ehrlich, am Charme von dem wilden Kerl kann es wohl nicht gelegen haben. Ey, dass da auch jeder irgendwie so eine cringe Wannabe Kelfert-Nummer aus der Scheiße rausziehen wollte. Ich check das nicht, Digga. Und ich wiederhole mich sogar nochmal. Am Charme von den wilden Kerlen kann es auf keinen Fall gelegen haben. Wenn der Jimmy Blue immer noch in diesem Wohnwagen da wohnen würde, dann hätte ich sicher nicht mit ihm geknutscht, ne? Obwohl, vielleicht spart er sich die Miete, damit er sich dann ihr Abendessen leisten kann. Das kann natürlich sein. Für mich sogar nochmal. Am Charme von den wilden Kerlen kann es auf keinen Fall gelegen haben. Siehst du die schwarzen Wipfel der Bäume? Sie schütteln im Mondschatten auf dich herab. So dunkel und kühl wie die Küsse der Elfen. Ich speib gleich her. Alter, das ist beyond cringe. Das ist ja magenumdrehend, widerlich triefend vor Schmalz. Was bin ich sehend? Und warum sieht der Shot hier so aus, als wäre sie ein Skelett, das halb im Feuer liegt, ne? Ja. Was jetzt passiert? Ah, shit. Eine Sekunde, YouTube spinnt. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist, aber weiter geht's. Ich hasse es, mich mit Männern zu unterhalten. Okay, ich hab's nicht gecheckt. So, er hat einfach so einen schwarzen Ding. Mach doch sowas nicht. Was tust du mit mir? Ich hab schon 2 Bier getrunken heute. Das Gute ist halt, Henna ist nicht nur in Sachen Liebe ein Vorbild, sondern berät sie auch ihre junge TikTok-Zuschauerschaft bei zukünftigen Karriereschritten. Ja, und das ist dann auch wieder so eine Nummer. Und dann heißt es wieder, ja, das ist unverantwortlich, dass wir Kindern und Jugendlichen keinen Zugriff auf so Social-Media-Plattformen geben. Wenn die Leute sagen, hier, wir hätten gerne, dass das ab 14, 15 oder 16 ist, ne? Wo die Kinder vielleicht nicht mehr ganz so krass beeinflussbar sind. Ne? Wenn deine 10-jährige Tochter sich den Content von der Alten auf Tickety-Tockety anschaut. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß in ein paar Jahren. Wunder, dass Funk bei diesem intellektuellen Überflieger zuschlagen musste. Es gibt meiner Meinung nach nichts Geileres als Frauen, die Männer ausnutzen. Sophie Rain hat dieses Jahr... Ja, das öffentlich-rechtlicher Content, ja, das musste mal so gesagt werden, dass das schon geil ist, ne? Saturn hat ja auch gesagt, Geiz ist geil.
Hat ja auch keiner aufgeregt. Mit OF 42 Millionen Dollar verdient und I love that for her. In diesem Fall wurden die Männer ja nicht mal gescammt oder irgendwie in irgendeinen Hinterhalt gelockt, sondern die zahlen das freiwillig. So krass ihr Top. Ja, das machen Freier auf dem Straßenstrich allerdings auch. Spender hat einfach 4 Millionen Dollar an sie gespendet. Ich finde, eigentlich sollten alle Frauen das machen. Nutzt doch einfach aus, dass die Männer so richtig dämlich sind. Boah, Mädchen, du kannst so froh sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Und wo du auch noch mitgetragen wurdest, die. Das. Ich mache selber nicht, aber einfach aus dem Grund, dass ich ein bisschen ein Nacktheitsproblem habe. Aber wenn ich das nicht hätte, würde ich alles zeigen, Junge. Alles! Ihr müsst dafür nicht mal einen anfassen. Go get your bag, Girlie. Ja, Girlies, worauf wartet ihr noch? Alle mal eure Nacktbilder ins Internet stellen. Da kann ja nun wirklich nichts schief gehen. Ich habe schon wieder so dumme Kommentare von Männern gelesen, wo die so meinten, so, ja, aber dann verkaufst du deinen Körper. Good morning, du verkaufst deinen Körper auch, aber halt an deinen Arbeitgeber für 12,30 € die Stunde, Schatz. Alter, vergleicht uns. Das ist ein wilder Take. Das ist ein äußerst wilder Take. Also praktisch jeder Arbeitnehmer auf diesem Planeten ist praktisch gleichzusetzen mit Prostituierten. Okay, okay. Ja, das, vielleicht ist das der Grund, warum der Rainer nie wirklich arbeiten wollte. Ja? Das ist aus moralischen Gründen. Unsere Universalgelehrte gerade einen normalen Beruf, damit Nacktbilder im Internet an fremde Menschen zu verkaufen. Im Gegensatz zu ihr werde ich hier mal den Bildungsauftrag übernehmen. Ein normaler Beruf kommt in der Regel mit planbaren Einkommen. Du weißt im Vorhinein, was du verdienst, weil du es ausverhandelst. Bei OnlyFans hingegen verdient man am Anfang gar kein Geld. Du bist auf die Social-Media-Algorithmen angewiesen und natürlich darauf... Ja, das ist ja, scheint ja wirklich so zu sein, das hatten wir ja in dem einen Video, auf das ich vor irgendwann letzte Woche oder sowas reagiert habe, hatten wir das ja, du brauchst ja anscheinend, um auf OF tatsächlich Kohle zu machen, vorher schon irgendwo eine stabile Social-Media-Followerschaft. Und die hast du ja im Idealfall auch schon so herangezüchtet, dass da möglichst viele potenzielle OnlyFans-Kunden mit dabei sind. Du kannst nicht einfach irgendwie sagen, ja hier, jetzt Titten raus, Fotos machen und da rein und morgen flattern hier die Millionen aufs Konto. Das funktioniert so nicht. Dass du dich zwischen den ganzen anderen Frauen, die dasselbe versuchen und vom schnellen Geldträumen durchsetzt. Henna stellt nicht nur 42 Millionen in den Raum für ihre naiven jungen Zuschauer, sondern redet auch noch normale Berufe schlecht. Ich meine das an der Stelle wirklich ernst. Diese Frau hat Einfluss auf ihre Zuschauer. Es kann durchaus sein, dass sie mehrere Frauen dazu bewegt hat, Nacktbilder von sich zu verkaufen mit einem verdammt undifferenzierten TikTok. Fakt ist nämlich, über 99% der Creator können damit ihren Lebensunterhalt nicht finanzieren und Käsepries. Ja. Verdienen unter $500 im Monat. Also von wegen 42 Millionen. Und 80% der Creator verdienen weniger als $100 im Monat. Deine Nacktbilder kursieren für immer im Internet für umgerechnet 90 € im Monat. Go get your bag, Girlie. Sie dachte so Premium Bag von Gucci oder so, aber das Einkommen reicht mehr so für Handtasche von Temu. Und die musste dann auch noch fressen, weil sonst nichts im Kühlschrank ist. Wahrscheinlich dann doch eher so die Thermoplastiktüte von Aldi. Damit die Kühlkette nicht unterbrochen wird auf dem Fußweg nach Hause. Weil, Deutschland-Ticket ist dann nicht mehr. Guten Appetit, Ladies. I can't. Wieso fangt ihr nicht mal an, die needy Männer zu shamen, die 42 Millionen Dollar für eine Creatorin ausgeben? Ihr wisst schon, das sind eure Boyfriends, eure Chefs, eure Brüder, eure Väter. Das ist euch schon klar. Es ekelt mich so ein bisschen an, weil ich finde diese Männer so billig, die so viel Kohle dafür ausgeben, sich einfach nur Die Männer sind billig, die da Kohle dafür ausgeben. Okay. Das war ein ganz neuer Take, aber... No. Shame the man. Also erstmal finde ich es nicht korrekt, wie sie hier über T-Tech redet. Und ja, sie findet die needy Männer... Ja, in T-Tech, das ist halt auch der Hauptberuf Internetopfer irgendwie. Welche das Konzept finanzieren, welches sie bewirbt, ziemlich abstoßend und ekelhaft. Sie behauptet ja von sich selber, dass sie sowas wie OF niemals machen würde. Denn die Ehrenfrau, die macht sowas ehrenamtlich. Ich hatte was mit 7 Männern an einem Tag. 7 Männer an einem Tag? Wie? Auf einmal?
Oder eigentlich, wenn ich genauso drüber nachdenke, will ich es eigentlich gar nicht wissen. Hm? Jetzt wird mir alles klar. Die Theorie geht für mich zu 100% auf. Kennt ihr dieses Meme mit der Tussi, der man die Wiener Würstchen ins Gesicht wirft? Das ist so ein Ding. Müssen doch die 7 Zwerge gewesen sein. Immerhin sind die steinreich, weil sie in einer Goldmine arbeiten. Und da sind die Golddigger logischerweise nicht fern. Und deswegen bin ich im Internet auch als schlimme Golddiggerin bekannt. Und jetzt ergibt auch die Aussage von Henna Sinn. Kann man sich was drauf einbilden, gell? Ja. Wo dann der fließende Übergang zwischen Golddiggerin und Prostituierten, den kann dann nur die andere uns wieder erklären. Die ist ja die Expertin für was Prostitution ist und was dann ein normaler Job. Aber wahrscheinlich ist es dann irgendwo kann man es dann am Geld abmessen. Ne? Ab einem gewissen Betrag und aufwärts ist es dann Golddiggen und alles, was drunter ist, ne? Runtergerechnet natürlich, ne? Auf die Stunde. Also 12,50 € in der Stunde ist noch Prostitution. Ne? Wenn sie aber 50 € die Stunde nimmt, kommen wir schon langsam in den Golddigger-Bereich wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Die Skala muss sie selber machen. Das Problem ist, dass sie wahrscheinlich über 50 nicht zählen kann. Wenn die weiter zählen will als bis 10, dann muss sie sich die Schuhe ausziehen. Vielleicht haben die 2 Kohlköpfe aufgrund von Kompetenzmangel vorher in einer Kohlemine gearbeitet. Ich arbeite den härtesten Job. Ich gehe in eine Kohlmine und acker da den ganzen Tag. Eine Kohlmine? Okay. Ja, und jetzt? Oder meinst du ja Bundeskanzler? Bundeskanzler Helmut Kohl. Der Mann, der schneller spricht als deine Zunge. Es wird auch noch ein Schuh draus, wenn man sich den bekannten Songtext der Zwerge anschaut. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, dass da... Ich find die Verarsche-Version von den Simpsons, von diesem Ho-Hi-Song, zu gut. Ne? Googelt das mal nach diesem Video. Bitte gern geschehen. Simpsons Ho-Hi. Das vielleicht gar kein sinnfreier Ausruf war, sondern dass die vielleicht einfach unsere Golddigger Henna und Suki begrüßt haben? Hi ho, hi ho. Hi ho. Hi. Ja, Digga, und ich mache jetzt hier den... Du spielst hier mit dem Feuer, das ist dir klar, mit der Disney-Nummer, gell? Hi ho, wir sind vergnügt und froh. Ja, Digga, was? Hat Jay das monetarisiert? Verdient er auf seinem normalen Ding noch Geld? Da schmeißt er sicher ihr Disney die Prügel meilenweit raus. Ich unterbreche es jetzt deswegen, aber ich gebe das zu, ne? Ich schwall euch jetzt da ein bisschen dann rein und so. Vorstellung Suki. Wem die flauschige Flamingo-Frau und Vorstandsvorsitzende des Männerfeindvereins Suki bis dato nichts gesagt hat, was praktisch unmöglich ist, weil ihre Takes sind nicht nur pygmy.com, sondern auch manchmal scheiße dreist hängen geblieben. Scheiße dreist hängen geblieben. Das wäre doch auch ein prima Titel für diesen Podcast gewesen. Scheiße dreist hängen geblieben mit Kurkuma und Schlucki. Nee, egal. Real. Aber nicht zugunsten des Männern. Der lernt heute eine absolute Alpha-Ausnutzerin kennen und selbstverständlich wie jede Influencerin mit ausgeprägtem Männerhass eine richtig coole Feministin. Ja. Alter Schwede. Wer sowas als Feminismus bezeichnet, dem ist auch irgendwie nachts das Gehirn irgendwie durch den Gehörgang rausgerollt. Ich kann es mir nicht anders erklären. Das hat mit Feminismus mal gar nichts zu tun. Meinung ist. Bekannt sind die beiden auch aufgrund ihrer Vorliebe bei Männern. Je größer, desto besser ist das Motto, welche beide teilen, nur halt in unterschiedlichen Ausprägungen. Alle Männer sind gleich, aber nicht alle Männer haben einen Riesenschwanz, also nimm doch den mit dem Riesenschwanz.
Während für Hannah die Größe des Gemächts wohl ein entscheidendes Auswahlkriterium für Männer ist, wünscht sich Sookie nichts sehnlicher als einen Mann, der in seiner Hose einen dicken, großen und prall gefüllten Geldbeutel hat. Ich bin gerade auf einem Date mit einem Milli. Ganz wichtig, man könnte jetzt fälschlicherweise meinen, sie sei nur auf das Geld des Mannes aus, aber es geht ihr ja eigentlich nur um eine Sache. Wer das scheiß Abendessen bezahlt, darum geht's ihr. Du musst auch für mich emotional da sein, weil ich brauche dich nicht mehr finanziell. Ihr habt es gehört? Ach so. Das verstehe ich aber überhaupt nicht. Die reden doch dauernd darüber, dass der Mann irgendwie, was er bezahlen soll und so. Aber wenn du den nicht finanziell brauchst, warum soll er dann das alles bezahlen? Also auf der einen Seite propagiert man hier Feminismus, unabhängige Frauen. Auf der anderen Seite ist aber genau das Gegenteil wieder der Fall. Ne? Also die alten Strukturen, der Mann zahlt für alles und arbeitet und die Frau ist dafür dann das Accessoire am Arm. Das wird hier, obwohl es sich beides komplett widerspricht, einfach beides propagiert. Das ist fast so, als wären die hageldumm und hätten überhaupt gar keine Ahnung davon, was Feminismus bedeutet. Aber das kann es ja nicht sein, weil die sind ja von Funk bezahlt. Bildungsauftrag und so. Da hat ja sicher jemand mit Ahnung, ne, vorher drüber geschaut. Ich kann das nicht mal, Leute. Sie braucht einen Mann, der emotional für sie da ist. Und ich betone, sie braucht keinen Typen auf finanzieller Ebene. Es ist halt nur ein komischer Zufall, dass Typen ab 35.000 netto im Monat besonders ansprechend sind auf emotionaler Ebene. Ich habe halt wirklich nachgedacht, wie viel ein Mann verdienen müsste, damit ich ihn date. Da habe ich beschlossen, mindestens 35.000 Euro netto im Monat. Erwähnenswert ist außerdem, netto. Ja? Netto. Rechnet das auf Bruttolohn hoch. Und dann rechnet euch aus, wie weit ihr davon entfernt seid. Normale Frauen emotionalen Beistand einfordern und gehört, getröstet oder ermutigt werden wollen, generell einfach Zuwendung erfahren wollen, hat Sookie andere Bedürfnisse. Und das ist auch wieder so, warum zum Fick labern die über irgendein Thema, während sie sich den Kleister irgendwie ins Gesicht schmieren? I can't. Geh scheiße nochmal mit der Drecks-Schminkflinte vorher über die Visage und mach dann deinen Drecks-Streamen an. Auf emotionaler Ebene. Ich würde aber auf jeden Fall noch ein bisschen Geld obendrauf schlagen, dass du auf jeden Fall einen guten Deal machst. Also entweder würde ich ihn die ganze Miete zahlen lassen oder auf jeden Fall mehr als die Hälfte. Also ich würde ihn 80% zahlen lassen, wenn er sich nicht 100% leisten kann. Also mach auf jeden Fall einen smarten Deal. Brauch dich nicht mehr finanziell. Ich liebe Jays Blick in der Situation. Ich liebe das. Ne? Die komplette Maske über dem Gesicht. Ne? Scheißegal, man sieht einfach die Augen sagen einem alles, was man wissen muss. Ne? Ne? Verachtung sieht halt universell gleich aus und du kannst es den Leuten an den Augen ablesen. Des Weiteren steht auf ihrer Bare-Minimum-Liste, er soll sich auf ihrer Augenhöhe befinden, wobei sie jetzt nicht erwähnt, ob das emotional oder intellektuell gesehen ist. Letzteres natürlich eher kritisch, weil Grundschüler zu daten gesellschaftlich nicht gerade angesehen ist in ihrem Alter. Neben seinem hochbezahlten Job sollte Mr. X außerdem die Zeit haben, ihr hinterher zu reisen, wenn sie im Ausland ihr Make-up vergessen hat. Das ist auch so wild. Ne? Also, der muss praktisch einfach schon Multimillionär sein und einfach passives Einkommen haben von 35.000 netto. Damit er ihr hauptberuflich noch den Arsch hinterher tragen darf. Das ist der... Oh, Meudel. Du merkst schon Mo, du merkst schon Fifi. Ne? Das ist... Aber bitte, Leute, gebt so jemandem kein Tier. Ich hoffe, keine von denen hat irgendwelche Haustiere. Das wäre Winkler-esk. Komm doch nach Tokio, meinte ich zu ihm. Ja, gesagt, getan. Der Mann hat sich einen Flug gebucht. Oh mein Gott, das ist so asozial.
hat mir ein Airbnb gebucht, hat ihm ein Airbnb gebucht, hat unsere ganzen Tage zusammen durchgeplant, so wie ich es halt mag, Dates geplant, Restaurants rausgesucht, hat sich überlegt, was ich mag und was ich nicht mag. Und dann habe ich... Ja, was ich mag und was ich nicht mag, ne? Also die mag Geld, Geld, Geld und sich selbst. Sich selbst liebt sie sich selbst mehr. Im Endeffekt hätte ihr Geldscheine mit ihrem eigenen Gesicht draufdrucken lassen müssen. Ja? Das wäre es gewesen. noch gefragt, hey, meine Haare sind so kaputt vom Reisen. Kannst du mir bitte diese und diese Haarprodukte aus Europa mitbringen? Dann ist er noch schön. Und das waren, du musst dazu sagen, wie... Ja, weil wir ja wissen, in ganz Japan verkaufen die kein Shampoo. Deswegen haben die Japaner alle so schwarze Haare. Na, das ist einfach Dreck. Wie können sie die Haare einfach nicht waschen, weil es in Japan sowas wie Shampoo überhaupt nicht gibt. Da muss natürlich hier der Typ, der das Abendessen bezahlt, dann auch noch aus Deutschland ihr Feen-Spezial-Shampoo mitbringen. Fucking teuer die sind. Und der Mann, keep in mind, hat mich noch nie getroffen, aber so muss. Also wirklich für mich, at the end of the day, bare minimum. Culture Candelas Bandmitglieder sind damit wohl kategorisch ausgeschlossen, weil bei denen kostet es ja bekanntlich ein Vermögen, sich von A nach B zu bewegen. Wobei, die sind ja sowieso raus, weil Tsukis Traummann kein Influencer sein darf. Ich will einfach nur, wenn man als Mann ins Fernsehen will, finde ich das so eklig. Ja, aber genau. Hä? Hä? Warum? Im Übrigen, schaut euch, das hier sind keine Falten, was die da an der Nase hat. Das ist einfach nur der Kleister, den sie sich da reingeschoben hat, der hier Wellen wirft. Ne? Natürlich jemand, der jetzt weiß ich natürlich, die ganzen Millionen, die sie selber macht, fließt natürlich in teures Make-up. So, dann muss natürlich fürs Essen jemand anders bezahlen, dann wissen wir Bescheid. Ja? Aber Männer, warum sollten Männer nicht auch ins Fernsehen dürfen? Digga, ihr dürft ins Fernsehen offensichtlich. Ab da ist wirklich die Messlatte so niedrig gesetzt, da darf dann jeder ins Fernsehen. Ganz ehrlich, da will ich vielleicht noch eine Late-Night-Show hier mit dem Schimpansen von damals aus der Trigema-Werbung noch machen, oder? Einwandfrei. Ich glaube, dafür würden die Leute eher noch bezahlen und sagen, da ist der GZ-Betrag gut aufgehoben, als für diesen Scheißdreck. Das ist, wenn du als Mann Social Media machst, das ist ein Ick. Ja. Auf der anderen Seite gibt es extra eine Podcast-Folge, die sich mit Tsukis zukünftigen Wunsch-Ehemann Youngblood beschäftigt. Aber der hat ja quasi auch kein Social Media mit 7 Millionen Followern auf Insta und 8 Millionen auf TikTok. Ja, sie ist eine Frau, die halt weiß, was sie will. Und eine Frau, die weiß, was sie zu bieten hat und weiß, was sie an den Tisch bringt. Ja, zum Glück ist bei mir nichts zu holen. Das Paradoxe ist allerdings, die Beziehungen, wo ich am wenigsten gemacht habe, wurde ich am meisten geliebt. Deswegen finde ich es so lächerlich, wenn Menschen sagen, was bringst du an den Tisch? Ja, nichts. Naja. Ja, wenn du nichts bringst, dann kriegst du halt auch nichts. Das ist halt so. Wenn du nichts bringst, kriegst du nichts. Und wenn du, sagen wir mal, wenn du außer dir selbst nichts in die Beziehung reinbringst, dann sind wir wieder eher so im Transaktionsbereich, ne? Ja, herzlichen Glückwunsch. Hier, hat sie OF eigentlich? Die anderen nicht, das wissen wir. Die sagt nur alle anderen Frauen. Das ist auch wieder sogar, das ist auch wieder mit den Kindern alle anderen Frauen, sondern sie nicht. Ne? Hat sie OF? Ich will es nicht wissen, Digga. Wenn sie nicht gerade darüber philosophiert, wie man Männer am besten ausnutzt, dann stellt sie sich auch mal die wichtigen Fragen des Lebens. Ich frage mich, wie viele Folgen schaffen wir, bis wir gecancelt werden? Ich glaube 3. Original 3. Das ist mein Guess. Schon irgendwie ironisch. Boah, knapp um 1 verfehlt. 4 waren es. Ich glaube, 4 waren es am Ende. Und ja, mir ist auch bewusst, dass dieser Podcast zu 90%, 99% nicht wiederkommt. Ja? Dass man jetzt hier, um Gesicht zu wahren, von der öffentlich-rechtlichen Seite gesagt hat, ja, wir pausieren das und machen hier Brainstorming und über den Prozess und Maßstäbe, bla bla bla, dämliches Pressestatement geblubber. Und dass man dann einfach wartet, bis nächste Woche die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird, um das dann einfach unauffällig unter den Tisch fallen und sterben zu lassen, ist mir auch bewusst. Aber das ist halt auch wieder auf dem Niveau von so einem
so einem Influencer-Entschuldigungs-Dreck-Statement-Video, wo ich auch generell auch da an den Öffentlich-Rechtlichen einen höheren Maßstab anlegen würde. Dass da wirklich sich gerade gemacht wird. Dafür, wenn so eine Scheiße passiert. Dass es da vielleicht auch personelle Konsequenzen gibt. Denn es wird jemanden geben, der final dafür verantwortlich war, dass diese Scheiße so produziert wurde. Und dieser Mann sollte meiner Meinung nach fristlos entlassen werden. Feierabend, nix mehr bequemer Job bei den Öffentlich-Rechtlichen. Du darfst in Zukunft Temptation Island mitproduzieren. Viel Spaß bei RTL 2. Obwohl, nee, die haben ja sogar, dann ist er wieder hier. Weil die haben ja, haben die nicht, hat das Öffentlich-Rechtliche nicht RTL-Barne gegeben, dass sie da die Produktion übernehmen, damit das dann auf Funk gesendet wird? Ist das dann, ich weiß nicht, kann jetzt auch Bullshit sein, kann Verschwörungstheorie Bullshit sein, aber ich meine, das gehört zu haben, weil das wäre dann wirklich die Krone der Unverfrorenheit, wenn ich sage, ich benutze dann diesen Zwangsbeitrag GZ-Bullshit nicht mal, um die Scheiße selber zu produzieren, sondern stopf's dann über Umwege wieder ins Privatfernsehen rein. Dann würde ich langsam auch mal irgendwie beim Kartellamt anrufen und fragen, wann die von ihrem LSD-Trip runterkommen. Weil irgendwo, oder beim Verfassungsschutz, dann sind wir doch irgendwo in einem Bereich, der rechtlich nicht mehr in Ordnung sein kann, oder? Weil dann doch die Unabhängigkeit auch nicht mehr gegeben ist. Die man immer als Flaggschiff-Argument bringt, warum dieser scheiß GEZ-Beitrag notwendig ist und warum er so hoch sein muss. Wenn das dann doch wieder ins Privatfernsehen fließt. Ich rieche da Spätzlewirtschaft. Ne? Oder Scheit. Wenn man sich 7 Männer an einem Abend, aber nur 3 Folgen des eigenen Podcasts zutraut. Wobei ja, aber es ist besser das, weil man kann auch einfach 7 Männer an einem Tag, dann hat man auch keine Zeit mehr, die Videos der Creatorin auf YouTube überhaupt anzuschauen, die man eine halbe Stunde lang durch den Dreck zieht auf öffentlich-rechtliche Kosten. Vielleicht hätte man dann auch gemerkt, dass das eine kluge Frau ist mit einer stabilen Community und dass der daraus resultierende Shitstorm, Hurricane Katrina, wie ein laues Lüftchen aussehen lassen würde. Wäre man vielleicht drauf gekommen. Nee, aber man hat sich ja vorher noch den Resthirn rausbumsen lassen müssen und sich dann dahingesetzt und diese Scheiße auf öffentlich-rechtliche Kosten rausgeblubbert. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Jedes Arschloch, das sich heutzutage irgendwo ins Fernsehen begibt, schon seit 20 Jahren, ja, oder der durch irgendeinen Grund in der Öffentlichkeit stattfindet, wird sofort bombardiert mit, was er alles nicht sagen kann und Vorbildfunktion und Tralitralatra Hopsasa. Und dann stecken wir öffentlich-rechtliche Kohle in so einen Dreck. Wo ist da die vielbeschworene, von allen doch verinnerlichte Vorbildfunktion, die man immer hat, wenn man sich irgendwo in der Öffentlichkeit begibt? Wo? Wenn irgendein anderer Dulli sich einfach nur besäuft. Hier, und dann heißt der 50.000 Follower auf YouTube und vielleicht 100.000 auf Digitalk in die Art. Dann wird sofort irgendwie die Vorbildsfunktionskeule rausgeholt. Die Tussis werden vom Öffentlich-Rechtlichen dafür bezahlt, eben nicht so eines zu sein. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass wir darüber geredet haben. Löschung einleiten, nö. sich ja auch mal in Schutz nehmen muss, denn logischerweise bleibt ja mit Männern nur Sexuelles übrig, weil... Ja, normalerweise, ich hasse es, mich mit Männern zu unterhalten. Auch hier sind die beiden ein absolutes Dreamteam, denn auch Suki findet wenig Gefallen an den Wörtern von Männern. Ich muss nur sagen, ich ziehe mir einfach keinen Content von Männern rein, same. weil ich brauche den ihre Takes mir nicht anhören, weil den Gedanken hatte ich wahrscheinlich, als ich 8 Monate war. Safe. So. Ja, das glaube ich dir gerne, aber seitdem hast du dich halt auch nicht mehr sonderlich weiterentwickelt. Ja, das ist richtig. Das wollte ich jetzt auch gerade noch erwähnen. Die Gedanken, die du hattest in 8 Monate, waren auch alle nur auf deine Grundbedürfnisse beschränkt. Ne? Ist bei jedem 8 Monate alten Baby so. Ne? Alle Gedanken kreisen um die eigene Bedürfnisbefriedigung. Bei 8 Monate alte Babys, wenn sie das nicht in ihrer Natur haben, instinktiv, die Tendenz haben zu sterben.
Ne? Also deswegen macht das jeder Mensch mit 8 Monaten. Problem, die meisten Menschen entwickeln sich dann über diesen geistigen Status mal weiter. Und ich glaube, irgendwann zwischen 2 und 3 werden dann so Empathie und sowas, wird dann immer wichtiger in der Entwicklung. Es gibt aber auch Leute, die bleiben auf diesem Stand stehen. Ne? Eigene Bedürfnisbefriedigung über alles. Ich muss jetzt fressen, kacken, ficken. Und das ist Winkler-esk. Ne? Haben wir gegoogelt und so ein 8-monatiges kommt deinem Skillset ganz schön nahe, lol. Ein 8 Monate altes Baby kann sich drehen, sitzen, in Klammern oft schon alleine und sich robbend, rutschend oder schaukelnd fortbewegen. Und auch beim Thema Verständnis und Kommunikation ist sie voll auf Kurs. Es kann seine Stimme gut steuern, um laute und leise Geräusche zu machen und reagiert auf Dinge, die ihm nicht gefallen, mit Protest. Du verficktes Stück, du bist so hässlich. Ich liebe alles an diesem Take, den er da reingeschnitten hat. Wunderbar. Du ekliges Stück. Das Baby beginnt, erste Worte zu verstehen, auch wenn es diese noch nicht bewusst zuordnen kann. Und an der Stelle ist sie der Konkurrenz im Strampelanzug sogar bereits voraus. Wenn auch nicht sehr weit, ist es ihr möglich, bereits erste Wörter auch zu formulieren. Da zahlt sich ihr Mut aus. Ist die Recherche vorhanden? Mutig ist außerdem die Annahme, dass... Ja, vielleicht hätte man ein paar Martinis weniger saufen sollen vor der Nummer. Suki davon ausgeht, dass der Podcast noch ein Comeback feiert. Aber das Wichtigste ist doch, dass die nächste Folge kommt und wir haben immer noch Bock auf den Podcast. We will be back. Und ich sage euch ehrlich, I doubt it. Ja? I doubt it gewaltig, dass die back kommen. Ganz ehrlich, so dumm sind dann nicht mal hier die Verantwortlichen beim ÖRR, dass sie sich denken, nee, den Shitstorm, den machen wir nochmal mit. Unter gar keinen Umständen. Ich glaube nicht an ein märchenhaftes Ende für die beiden, auch wenn es Parallelen gibt zu Schneewittchen und die 7 Zwerge. Ja, aber die werden ja schon nicht verhungern. Das bezahlt ja eh immer jemand anders das Abendessen für sie. Ich mache mir da keine Sorgen. Das Wichtige ist, liebe Suzuki und wie sie nicht heißen, ihr habt wirklich als einziges Kapital euren Körper. Ne? Also ihr habt ja offensichtlich keinen richtigen Job und intellektuell ne? Machen wir uns jetzt nichts vor. An einen von denen müsst ihr euch dran nageln, bevor ein gewisser Zeitpunkt erreicht ist, weil ansonsten schaut scheiße aus, ne? Ansonsten ist irgendwann halt Mediamarkt-Werbung und Dschungelcamp angesagt, Digga. Also ranhalten. Ne? Absprung nicht verpassen. Ein Appell an Funk, lasst die beiden einfach schlafen. Es wird kein Märchenprinz kommen mit einem weißen Pferd auf der Ferrari-Motorhaube, der euch beide wach küssen wird. Lasst es gut sein. Sowohl Suki als auch Funk selbst sprechen davon, dass dieses Podcast-Format noch etwas Feinschliff benötigt und die Ziele etwas verfehlt wurden. Ja, Feinschliff weiß ich nicht. Ja, die Metapher funktioniert ja nicht. Das ist ja so, du hast ja praktisch einen schönen Diamanten und das muss nur ein bisschen noch geschliffen werden, damit er richtig glänzt. Das ist ja hier nicht so. Du müsstest dich ja, dass da was Anständiges dabei rauskommt, erstmal noch durch kilometerdicke Scheiße graben, dann noch den Rohstein aus der Mine, aus dem Minenschacht kloppen, den hochtragen. Das ist zu viel. Ne? Für die dann doch relativ überschaubaren Benefits, die du daraus noch ziehen könntest. Aber alleine diese Aussage ist ja dermaßen an der Realität vorbei. Ja, es gibt Menschen, die nicht für einen Bildungsauftrag geeignet sind und so sehr man sich auch probiert, die ganze Sache gut zu reden, es funktioniert einfach nicht. Real Talk, die beiden Hirnis waren die mit Abstand schlechtmöglichste Wahl für den Rundfunk. Seit Tanja damals von 13 Fragen, nur habe ich mich da im Artikel vergriffen. Ich bin nicht sportlich. An der Oh, der kam tief. Deswegen liebe ich J-Riddle-Videos für solche Schnitte. Im Übrigen, hier, hat die alle nicht, ich bin nicht sportlich, Alter, hier von dem 13-Fragen-Ding. Was war's? War's bei ihrem Markenband oder aus Embeck? Oder beides? Wie gesagt, ich habe da auch überhaupt keine Stelle. Ich kenne auch Leute, die sich so ein Magenband haben einsetzen lassen oder so ein Magenbypass oder so. Halt eine Operation hatten
ums Übergewicht zu bekämpfen und dann wirklich in sehr kurzer Zeit sehr viel abgenommen haben. Ich schäme da niemanden dazu. Ich bin selber jemand, der jetzt nicht das disziplinierteste Mensch auf der Welt ist. Ne? Ich finde halt da auch wieder die Heuchlerei halt schlimm. Wenn die Leute kommen und sagen, hey, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl und ich kriege das sonst nicht hin, das abzunehmen und ich mache das jetzt hier mit der Operation, fein. Dafür sind diese Operationen da und wenn es dir hilft, und dann ist das alles wunderbar. Alles super. Aber wenn man sich vorher jahrelang ins Internet stellt und sagt, ja, hier, nee, das ist alles das Allerbeste. Ja, die dicken Leute sind ja viel besser als die dünnen und dieses und jenes und ist überhaupt nicht ungesund und ich bin ja eigentlich auch sehr sportlich. Und wie es gibt eine Möglichkeit, wie ich das wegkriege, ohne Sport zu. Ja, tschüss. Dann finde ich es zum Kotzen. Ne? Dann finde ich, weil dann dieser heuchlerische Aspekt reinkommt, ne? Wenn sich vorher als was verkauft hat, was man nicht ist. Diese ganze Aktivismus-Bullshit-Scheiße, wo du sagst, ich glaube einfach irgendwas, was die Leute hören wollen ins Internet und ich krieg dann da hier meine Barne raus von Leuten, die sich auch gerne selber belügen. Wie gesagt, das ist dasselbe Prinzip wie mit Rainer mit der Wurst. Ich habe kein Problem damit, wenn die Leute die Ja-Wurst kaufen. Ich habe ein Problem damit, wenn sich jemand als großer Tierrechtsexperte hinstellt und sagt, das und das ist alles wichtig und er kauft nur beim Biometzger und sich dann die Ja-Wurst kauft. Damit habe ich ein Problem. Stelle muss Funk handeln, das letzte bisschen Integrität behalten und die Reißleine ziehen. Der Testballon, wie weit man gehen kann mit Gebührenverschwendung, ist grandios gescheitert und das muss man sich jetzt halt eingestehen. Warum muss man im Hinblick auf die offensichtlichen Fehltritte immer so kritikunfähig sein? Es ist ja nicht das erste Mal und es fühlt sich mittlerweile so an. Wir wussten gar nicht, was wir mit dem ganzen Geld machen sollen. Wir haben es vergraben, zerrissen und verbrannt. Keine Ahnung was, oder? Ist halt leider so. Das ist das, was ich am Anfang schon angesprochen habe, vor 1,5 Stunden, ist genau diese Nummer. Es war ja nicht der erste Funk-Shitstorm in jüngerer Vergangenheit. Und es wird jetzt auch nicht der letzte gewesen sein. Ich sehe das Ersatzformat schon wieder am Horizont. Die müssen ja irgendwo wirklich komplett gehirnamputierte, wohlstandsverwahrloste Dummtrollers hinsetzen, damit die ihren geistigen Dünnschiss loswerden können. Besser gesagt, wer von den beiden euch geritten hat, dass ihr dachtet, die beiden wären geeignet. Aber man muss doch wenigstens im Nachhinein nüchtern rückblickend auf dieses Format gucken können. Oh, kann man nicht. Hier, Ding. War das Puls oder Y-Kollektiv oder... Nee, Y-Kollektiv ist, glaube ich, nicht mal bei Funk. Machen wir hier Funkreportage mit der Caroline und den beiden. Und da geht es ja nicht mehr darum, einen Monat lang nichts zu saufen, sondern wer einen Monat lang am meisten gesoffen hat. Das will ich mal anschauen. Da zeige ich auch GZ dafür. Und zu der Erkenntnis kommen, dass die beiden dort nichts, aber auch nichts zu suchen haben mit ihrer Content und ihrer Art. Ihr habt doch einige starke Formate in eurem Portfolio. Es gibt durchaus gute Argumente, die für Funk oder generell für einen Rundfunkbeitrag sprechen. Aber genau dieser Umgang mit Kritik verseucht das ganze Wasser, den ganzen Ruf und gibt euren Gegensprechern erst richtig Wind unter den Segeln. Das ist generell ein Problem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ne? Wenn ich Scheiße baue, das wieder auszubügeln, ist so viel mehr Arbeit, als erst gar nicht Scheiße zu bauen. Und das sickert halt da nicht ein. Es wird vorher nicht kontrolliert. Ne? Es ist eine, das passt schon, hätte ich gesagt gehabt, Edzardler-Mentalität. Und wenn es dann wieder einen Shitstorm gibt, dann weiß wieder keiner, wer verantwortlich war. Anstatt, dass man sagt, hier, ich habe den Satz schon häufiger zitiert. Mein Vater, Gott hab ihn selig, hat immer gesagt, du, wenn was gescheit werden soll, musst Starttor. Und wenn es schnell gehen muss, musst erst recht Starttor. Weil nichts beschissener ist, als einmal komplett reinzuscheißen und dann on top auf die eigentliche Arbeit nochmal die eigentlichen Fehler ausmerzen zu müssen.
Sorgt endlich für einen Qualitätsstandard und konzentriert euch auf Formate, die eben Potenzial haben, sich wirklich Mühe geben, sauberes... Ja, hier, Alex. Sein Format hier, Dunkle Parabelritter, der Kanal, finde ich, der passt sehr gut nach Funk. Ich war am Anfang sehr skeptisch, aber der passt dahin. Ja? Der passt da sehr gut hin. Ich finde das Konzept ein bisschen shady, aber das ist minimale Kritik, dass du sagst, auf der einen Seite habe ich einen Kanal, der bei Funk ist, und habe dann aber noch 3 andere Kanäle, die ich selbstständig betreibe mit AdSense, Barene und allem drum und dran. Das, da bin ich wieder mehr so in der Richtung öffentlich-rechtlicher muss unabhängig sein. Und weil das ein bisschen auch danach riecht, so ich mache mit öffentlich-rechtlichen Geldern Werbung für meinen anderen Content, mit dem ich dann AdSense-Barene mache. Das weiß nicht, schmeckt nicht so. Aber der Content, wenn man wirklich einfach nur den dunklen Parabelritter-Kanal nimmt, so wie er ist, passt perfekt für Funk. Gleich ist gut investiertes Geld. Recherchieren, unterhalten und kritisieren, aber bei Brave Mädchen trifft nichts davon, auch nur im Anschein zu, und der zahlende Zuschauer denkt sich beim Blick auf die GEZ-Rechnung einfach nur, Irgendwas scheint hier schief zu laufen. wenn die einen Podcast machen wollen, sollen die ihre 5 Redakteure selbst bezahlen, und gut ist, ihr habt meinen Segen, you go girl, get your back, und dann könnt ihr euch auch rebranden. Mein Vorschlag für den Podcastname für euch beiden wäre zum Beispiel Two Girls One Cup, denn thematisch seid ihr jetzt nicht so weit weg mit eurem... Deeper Diss. Anderer Vorschlag, warten wir vorhin krank dämlich hängen geblieben. Das wäre auch gut gewesen, was sie vorher vorgeschlagen hatte, die hier rechts. Warum liegt hier Stroh? Wäre auch cool, ne? Da müssen wir das Set ein bisschen umdekorieren, aber das kriegen die hin. Öffentlich-rechtliche Barende kriegen das hin. Content. Eine von uns ist in der Dusche richtig besoffen ausgerutscht. Richtig besoffen. Und die andere, was hat die andere gemacht? Die hat angepinkelt. Die andere hat vor Lachen die eine angepinkelt. Lasst gerne einen Abo-Like oder Hype da. Dies sind nämlich allesamt Interaktionen, die... Wirklich, ganz ehrlich, ist das... wir haben uns gegenseitig angepinkelt, so das ist wertvoller Content, ne? Bildungsauftrag. Im Brave Mädchen Podcast Fremdbleiben. Im nächsten Teil der Reihe werfen wir einen ganz besonderen Blick auf die Prinzessin und das Dorfmädchen, denn wir haben heute leider nur an der Oberfläche gekratzt. Oh Digga, du machst noch ein zweites Video? Das ist aber eine sehr gute Ablenkung von der Lehrernfrau-Thematik. Das will ich ja tatsächlich fast lieber sehen als das Lehrernfrau-Exposing. Jetzt hast du mich doch wieder gekriegt. Eine frustrierte Lehrkraft. Meine Ermahnung für Funk. Achso, hat er jetzt gerade. Macht es wie Tim und rafft euch. Und an die braven Mädchen, macht einfach weiter wie zuvor. Ihr seid großartig. Ja. Ja, das Content Gold. Wirklich ganz YouTube Deutschland, alle Meinungsblogger haben gedacht, als das geplatzt ist, haben sie sich alle gedacht, oh geil. Oh, ich sehe die Klicks schon. Oh, die Barne. Barne. Ich bin Riesenfan, jetzt oute ich mich. Ich habe für euch sogar einen Song geschrieben, um eure Freundschaft zu feiern. Prost. Here, let me help you. F steht für Freunde, die Funk bald zerstören. U steht für ungebildet. N steht für Nymphoman und ich mach rum mit jedem Mann, doch hasste sie aus tiefster Seele. Übrigens, wenn man an das Fun noch ein K für Katastrophe hängt, landet man zufällig bei Funk. Oder aber das K steht für köstlich und man landet bei den neuen Ja, Leute, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich verlinke euch den guten Mann nochmal unterm Video. Geht aber rüber, lasst der Liebe da. Der macht guten Content. Und fragt ihn bitte nicht, was mit dem leeren Frau-Exposing-Video ist. Ne? Der soll jetzt erstmal die wieder brave Mädchen-Dinger weitermachen. Und ansonsten tut bitte nicht, was wer auch immer bei Funk für diese Scheiße verantwortlich ist, gemacht hat. Und Medal off.